Badam, bam, bam. So, weiter geht's. Wir müssen zu Alma, mein Mädel. Na? Oh, hi. Es geht ab? Nix? Ja. Oh, guck mal, Kraut. Plopp. Ja, wie? Oh, hey. Ach so, ich muss dich anreden. Oder wie? Alma? Alma? Bereite dich vor und sprich mit Alma. Ah, sie, die mag's nicht, von der Seite angequatscht zu werden. Du kannst auch länger mit mir reden, bist eine Hübsche. Oh, oh. Ein Notsignal. Spähkäfer aussenden. Nun gut. Achso, Natta geht wieder zurück. Ja, 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 ja. Mach mal keinen Stress. Ich renne ja schon so schnell ich kann. Aber ich kann ja wohl schlecht an einem Blaupilz vorbeigehen, ohne den mitzunehmen. Das wäre fatal, Liz. Wow. So. Ich muss ja hier alles angucken. Ich weiß, dass ich mein Vögelchen rufen könnte, will ich aber nicht. Ja, ich gehe nur hier auf der Plattform ein bisschen umgucken, weil ich ja nicht weiß, von. Ja, komm, ist jetzt auch wieder gut. Komm mal her. Ach so, ich habe gar kein Vögelchen. Ach ja, stimmt. Das haben sie mir ja geklaut. Mann, ey. Stimmt. Ja, das wäre nicht schlecht, wenn ich eins hätte. Komm mal her. Hau, hopp. Komm mal her, du da. Du da? Habe ich schon, aber egal. Bin ich hier richtig? Nee, eigentlich nicht. Ich guck mal, ob ich irgendwo darüber? Ach, keine Ahnung. Ich kenne mich ja hier nicht aus. Bin ja noch neu hier, macht ja aber nix. So. Was gibt's? Was ist denn das? Ah, ein Gockel. Hey. Ach, das ist der Versorgungstrupp. Ja, cool. Jawohl. Auf den Gockel. Oh, es gibt gebratenes Steak. So. Versorgungstrupp soll weglaufen. Ist schon in die richtige Richtung, wäre eventuell nicht schlecht. Und Kampfdruck kämpft. Kampftrupp kämpft. So rum. Bist denn du für ein Gockel? Nein! Würde ich auch nie tun. Kannst du denn einfach Fleisch loslassen? Wo kämen wir denn da noch hin? Wenn das jeder tun würde. Ach, guck mal, das gibt's auch mit Sound. Nicht schlecht, oder? Ihr müsst ihnen folgen. Das ist nicht schlecht. Pass auf. Pass auf. Zieh dich zurück. Das ist natürlich schlecht. Was? Wo ist denn der Sound her? Fleischfressender Gockel? Jetzt habe ich alles gesehen. Wir übernehmen. Na gut, dann übernimmt mal. Los. Geiler Hammer. Der gefällt mir. Okay. So, Junge.
Ey, das gilt nicht. Moment, wie locke ich eigentlich Monster ein? Da, so. Hast du gedacht, hä? Hier, bitte. Also so, fände ich das... super. Alter, dass der immer jetzt so rumwedelt, ist ja gut. Komm her. Was soll denn das jetzt? Oh, falsches Set ausgerüstet. So. Hier, Megatrank, wenn ich schlecht... Was? Wieso ist der Gockel jetzt so ruhig? Ernsthaft jetzt? Du wartest, bis ich soweit bin, oder was? Also das mit dem neuen Counter-Timing muss ich noch üben. Es ist all... Sag mal, zieh doch mal diese verkackte Jacke aus. Hopp, komm. Gibt's kein Auto ausziehen der Jacke? Muss ich das jetzt von Hand machen oder was? Ich weiß doch gar nicht mehr, wo ich die hab. Hä? Echt jetzt? Wo habe ich die Jacke? Unten. Gillimantel. Mach den Gillimantel weg da. Das sieht doch aus wie... Jetzt renne ich mit dem Fernglas rum. Ey, echt jetzt? Ah. Er war noch nicht fertig. Ach, deshalb. Der hat mich nicht gesehen. Ach, jetzt verstehe ich das. Okay. Alles klar. Ich würde trotzdem gerne noch einen Trank trinken. So. Jetzt pass auf. Kleiner Gockel, du. So, der hat jetzt eine Wunde. Eine wunderbare Wunde. Komm mal her. Achso, L2 ist das, was ich eigentlich haben will. Ey. Also L2 ist definitiv die falsche Taste, so kann man nicht anders sagen. Was gackerst denn du jetzt da rum? Hör auf da rum zu gackern. Hier. Da. Komm mal her. So. Ja, ja. Ach komm! So. Bleib liegen, Mann. Muss mal irgendwie wieder was trinken. Junge. Oh, das Spiel ist zu einfach. Nix ist zu einfach. Man muss sich nur blöde dran stellen, dann ist gar nichts zu einfach. Also irgendwas haben sie doch aber an den... Komm, ich will hier nicht zu viel meckern. Das ist besser, wenn man genau drunter steht. Sag mal, ist ja gut jetzt, Junge. Der kriegt mich halt nicht, wenn ich genau unter ihm stehe. Seht ihr das? Das ist Wahnsinn. Ich würde ja gerne... Das Problem ist, dass ich halt gewohnt bin, Counter zu machen. Und ich will jede seiner Angriffe countern. Geht aber nicht, weil ich unter ihm drunter stehe. Es ist Wahnsinn. Ach komm, ich bleib einfach drunter und tu gar nicht mehr blocken. So, mir doch egal. So. So. Irgendwas ist da gerade aufgeploppt. Ich weiß nicht was. Lass das. Kann ich ja gar nicht leiden hier. Na komm, wenn du dich traust. Ey. Okay, also das mit dem Schild, das geht deutlich langsamer als noch ein Rise. So,
Ich muss mich erstmal an den doch deutlich langsamen Spielstil wieder gewöhnen. Was ist denn das jetzt? Warum will denn jedes Mal, dass da... Da ist er ab, der Schwanz, jawohl. Dass da ein Notrufzeichen gesendet wird, wenn das Monster schon halb tot ist. Sorry, aber das ist total dumm. Achso, ist fertig. Ja, komm, lass mal gut sein. Ich gehe mal hier ein bisschen carven. So. Also, hier ein bisschen Energie. Ein bisschen schleifen. Da drüben ist alles voller Frösche. Was ist denn das da? Ist der tot? Ja dann. Oh, kann ich nicht carven? Was bist du eigentlich für ein hässliches Vieh? Komm mal her. Lebt er noch? Jetzt nimmer. So. Oh, jetzt kann ich ihn carven, oder? Ja. Muss ja alles... Oh, Mann, da sind Vögel drauf. Junge, wie komme ich denn zum Fernglas? Hallo? Ich hätte gern das Fangnetz ausgerüstet, danke. Ja. Was haben wir denn da gerade gefunden? Panzerpicker. Vögel. Irgendwie bla bla bla. Alles klar. Ey, ihr beiden Streithähne. Könnt ihr das mal lassen, wenn ich hier dazu gucke? Jetzt sind sie beide tot. So muss das sein. So. Was, dem Monster hinterhergehen? Ach was. Haut ja nicht ab. Also schon. Es legt sich halt schlafen. Wie, das war's? Ja, komm, ist ja gut. Mach du mal. Lauf mal geschwind dahin, wo das Monster ist. Da hinten. Okay, alles klar. So. Hopp. Was gibt's denn da? Oh, Erze. So. Noch ein paar Knochen sammeln. Ich muss jetzt aber halt so langsam mal... Komm mal hier. Aufpassen. Ich glaube, ich habe noch Bomben dabei, oder? Nee, habe ich nicht. Oh, jetzt ist er wach geworden. Ich war zu langsam. Wie Schockfalle. Ja, aber ich habe gar kein Lame-Zeugs dabei, glaube ich. Ja, okay, dann. Ja, komm mal her. Junge, du bist doch tot. Du bist nur zu faul zum Umfallen. Ich finde es interessant, wie lange ich den Counter halten kann. Und wie lange er braucht, bis ich ihn halten kann. Ja, komm, mach ein bisschen schneller. Ach komm, was war denn das jetzt gerade? Soll ich lachen oder was? Junge, du schießt doch die Hälfte drumherum. So, komm mal her. Ich will noch irgendwie an den Kopf oder so. Ich weiß gar nicht, ob der Kopf schon kaputt ist. Naja, jetzt ist auf jeden Fall der Monster kaputt. So. Dann machen wir mal eine Ausnahme hier. Zerlegen. Drücke A neben einem Monster, um es für Materialien zu zerlegen. Ey, Wahnsinn. So. Zeug sammeln, Knochenhaufen sammeln. Ja, komm, mach schneller. Ach so. Es ist ja gar nicht mehr so wie früher, dass wenn die Zeit rum ist, dass man zurückgeworfen wird. Ich kann ja hier noch in Ruhe Knochen und so. Ich brauche unbedingt Knochen. Hoppala. Ich will nämlich meiner Katze eine schöne Rüstung bauen. Ist ja mal ganz wichtig, ne? So. Hast du gerade mit dem Kopf gewackelt? Das darfst du nicht. Du bist tot. Was wir erwähnt haben. Was ist denn da oben? Ja. So, guck mal, hier eine Wurst. Oh. So.
Nun denn, ich habe Ausrüstungsmaterial gekriegt. Ein Zertifikat. Gildenzertifikat für das Erjagen eines Chematris. Oder wie man es ausspricht. Boah, was haben wir denn Feines gekriegt? Schuppe. Struktur wirkt als natürliche Pfeile zum Polieren von Rüstung. Hätten wir auch schon. Dann noch so ein Zertifikat. Was ist das hier? Ein Zünder. Brennbare Flüssigkeit eines Chematris. Wird als Gas ausgestoßen und mit Funken entzündet. Seltenheit 4. Seltenheit 4 ist wahrscheinlich das Höchste, was ich im Low-Rank kriegen kann, oder? Honig haben wir noch. Ja, komm, nimm mal alles mit. 9 Minuten. Boah, bin ich schlecht. Ja, das macht nichts. Ich bin hier kein Speedrunner oder so. Ich will mein Spiel genießen. So. Ja, dem haben wir's. Das Logistikteam ist offenbar bereits im Basislager. Wo bist du? Ach, da hinten. Gehen wir zurück. Ja, okay, komm. Komm, gehen wir zurück. Ach, da ist er. Warum bist du zurückgekommen? Ich wollte euch diese Saikri bringen. Ich weiß, sie sind hier gut aufgehoben. Bist du sicher? Sie bedeuten eurem Dorf so viel. Sie gehören zu euch. Ich habe nie zuvor fähigere Reiter gesehen. Nur bist du Lemmer strubbelig, hat sehe auch ich schon eben einen erst. Sattel gemacht. Cool. Yep. Er hat sogar ein Holster, damit du eine zweite Waffe mitnehmen kannst. Okay. Du kannst einer ersten eine Zweitwaffe ausrüsten. Wähle unter Ausrüstung ändern die Waffen, die am besten zu dir passen. Drücke rechts, um die Zweitwaffe im Holster deines Saikri zu wechseln. Okay. Sehr praktisch. Sehr praktisch. Und, wenn ihr möchtet, würde ich euch gerne in mein Zuhause einladen. Meine Oma meinte, da Sato nicht da ist, wäre jetzt eine gute Gelegenheit, sich zu Okay, revanchieren. ich habe gedacht so, also ja, der will uns nicht, weil gerade große Probleme sind, weil dieser Gockel da war oder so, aber Großartig. scheinbar ist es dann doch was Ich anderes. warte, bis ihr bereit seid. Mhm. Ist es nicht. Ich bin schon wieder am Husten hier. Ein paar Leute haben nach dir gefragt. Ja, was für Leute denn? Yay! Jägerrang 2. Ich bin auch gespannt. Fertig, Nata. Meinst du, sie kennen mein Dorf? Lass uns fragen, aber schön respektvoll. Sprich mit Ferdinand, dem Forscher. Nun gut, Ferdinand, der Forscher. Da versteckt er sich da hinten. Im Forschungszelt? Ah, tatsächlich. Da, hier. Das ist der Gemüseälteste. Ah, da bist du ja. Ich darf dir mitteilen, dass der Anfang unserer Monsterstudien in dieser Region gemacht ist. Und wir können die Hilfe einer fähigen Jägerin wie dir immer gebrauchen. Na? Wie, na? Dieses Monsterlexikon. Informationen zu Monstern, denen du auf deinen Jagden begegnest, werden im Monsterlexikon aufgezeichnet, das du über das Spielmenü erreichst. Lies dort das ökologische Informationen und mögliche Strategien nach. Bla bla bla. Okeli-dokeli. Ja, komm, wenn wir schon mal dabei sind, oder? Amphibien, die ihre langen Zungen einsetzen, um Beute wie Bulachi zu fangen und zu fressen. Ihre hochentwickelten Vorderbeine enthalten einen klebrigen Schleim. Bei Aufregung reiben sie die Vorderbeine über den Boden, um Steine und Erz aufzusammeln, was ihre Reichweite und Zerstörungskraft vergrößert. Was kann man denn da noch gucken? Schwachpunkt ist die Zunge und die Vorderbeine sind brechbar. Moment. So. Die weiche Zunge des Chatacabra ist seine Schwachstelle. Gelegenheiten bieten sich nach einem Angriff, wenn er müde ist. Werden die Ablagerungen an seinen Vorderbeinen zerstört, ist er gegen Angriffe ungeschützt. Chatacabra zu streifen ein weites Gebiet, lose Felsen und Blitzfliegen sollten also zur Strategie gehören. Angeblich sind sie so gefräßig, dass sie bei einem Ansturm schon ganz Fässer verschlungen haben. Oh, das ist wie Nibelsnarf. Das ist interessant zu wissen. So, was kann ich denn mit X hier machen? Alter, guck dir das an. 4 Sterne. Ist das das Maximale, was geht? Interessant.
So, ja, soweit sind wir noch nicht, dass man hier auf die Status achten müsste. Soweit sind wir noch lange, lange nicht. Empfohlenes Element Eis. Aber Donner ist doch... Nun ja. Ja, alles klar. So, zurück. Ich will gucken, was der Gockel kann. Gockel, was kannst du? Kampfhüber mit überproportional langen Schwänzen. Sie verteilen eine flüchtige, brennbare Substanz, die sie entzünden, indem sie ihrem Hinterteil über den Boden streichen. Kematris jagen von Natur aus selten eigene Beute und ernähren sich stattdessen von Aas, das andere Räuber zurücklassen. Dies führt oft zu Kämpfen mit anderen, kleineren Fleischfressern. So, Kopf brechbar, Nacken ist der Schwachpunkt. Der Nacken also, okay. Und der Schwanz ist brechbar und abtrennbar. Das habe ich schon festgestellt. Haha. Am Boden ist leicht zu erkennen, wo sich brennbare Flüssigkeit befindet, bevor der Kematris sie entzündet. Da Kematris für Fernangriffe und das Entfachen von Flammen auf ihren Schwanz angewiesen sind, kann das Abschlagen dessen sie deutlich schwächen. Schön. Darin kannst du Informationen zu Monstern aufschreiben, denen du begegnest. Aber das muss ich dir wohl nicht erklären. Hm? Es Nö. ist auf dem neuesten Stand. Ich habe es basierend auf deinen Berichten gefüllt. Dann an die Arbeit. Ich weiß, auf dich ist Verlass. Okay. Danke. Sprich mit Natta. Sprich mit Tom von der Zutatenzentrale. Tom? Ach, das ist wahrscheinlich eine Katze. Wer bist du? Samin? Der stoffartige Schwanz des Kematris ist wirklich faszinierend. Werden sie so geboren oder liegt es daran, dass sie ihr Leben lang dem Feuer ausgesetzt sind? Ja, weiß man nicht, weiß man nicht. Sprich mit Tom. Optional, sprich mit Natta. Natta wird wahrscheinlich da irgendwo beim Lager rumstehen. Unser Lager dürfte hier das sein, oder? Natta? Wo ist er denn? Der Knecht. Na, da ist er nicht. Na, da ist er auch nicht. Das scheint der Tom zu sein. Na, da bin ich schon eher richtig. Da ist er. Weißt du schon, welche Waffen du mitnimmst? Wenn nicht, such sie dir im Zelt. Ja, mache ich gleich. Scheint, wir besuchen Isais Dorf. Ja. Hoffentlich weiß dort jemand etwas. So, das Logistikteam ist da. Das Logistikteam ist da. Aha. Weißt du, ich kannte keine Felinen, bevor ich zu euch kam. Am Anfang dachte ich träume. Es gab so vieles, das ich nicht kannte. So viele verschiedene Menschen. Als ich an der Oberfläche ankam und da nur Sand war, hatte ich solche Angst. Aber dann traf ich Alma und meine Angst war verflogen. Da hat wohl jemand irgendwie ein Auge auf Alma geworfen. So, und generell, wie geht's dir so? Ganz gut, glaube ich. Und wird diese Waffe auch mal zu schwer? Versuchst du gerade Smalltalk zu machen? Nicht wirklich. Ich bin daran gewöhnt. Ein Wunder, dass du nicht rückwärts umfällst. Und, was isst du gerne? Wir versuchen beide gerade Smalltalk zu machen. Sagt man das Käse? so? Ich habe ihn bei euch zum ersten Mal probiert. Er war so lecker. Ich mag auch Käse. Besorg dir welchen. Danke. Okay, Nebenaufgabe Käse besorgen oder wie? So, Wir Gespräch reden beenden. später weiter, ja? Ja, Okay. okay. So, siehst du? Ich mag auch Käse, hab allerdings... Wieso habe ich denn eigentlich einen Buff auf mir drauf? Angriffsverstärkung oder so. Ich habe allerdings in letzter Zeit, also seit ein paar Monaten oder so, eine Laktoseintoleranz-Gedönse entwickelt. Ja, hier ist fancy Intoleranz, die irgendwie jeder hat. Keine Ahnung. Und ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen. Ganz einfach, weil, ja, da kannst du halt gut playen. Knattern halt schön. Da habe ich mich eigentlich sogar gefreut.
Bis ich dann an einem Tag mal einen Buttermilchjoghurt oder wie das hieß gegessen habe und noch ein Müsli gegessen und Junge, also ich habe mich gefühlt wie ein Heißluftballon. So viel, also ich war schon ganz ausgefranselt. Da war der Spaß aber vorbei, sag ich euch. So. Ich gehe mir noch eine Zweitwaffe holen, ja. So. Wie ist das hier eigentlich mit dem Essen gehen? Wo kann man hier essen? Gibt es hier nicht irgendwie, wo du was kochen lassen kannst oder so? So, Ausrüstung ändern. So, Untermenü, Setz verwalten. Also das ist... Ah, Zweitwaffe. Ja, garantiert nicht. Ich nehme hier einen Hammer. Aber als Zweitwaffe bitte. Heißt ja jetzt nicht, dass ich den haben will. Ich will die Lanze haben. Gut. Alles klar. Das war's soweit. Nö, ist schon in Ordnung soweit so. Dam, param, pam, pam. Alma? Ja. Hallo. Es scheint, bei der Gilde warten alle auf eine Chance, mit dir zu sprechen. Aha. Soll ich mal zur Gilde gehen? Ey, du bist nicht die Gilde, du bist die was Gemma. kann ich für dich tun? Na, nix. Gilde ist... Wo ist denn die Gilde? Das ist das Versammlungshallenliebchen. Ja, komm, dann... Gehen wir mal zu ihm, oder? Hier, Tom. Danke, dass du mir die Schnurhaare gerettet hast. Ich hatte die Hoffnung schon mir aufgegeben. Genau. Er hat einen Tomatenhut. Aber jetzt bin ich da und kann dir alle Zutaten bieten, nach denen dir unterwegs der Magen knurrt. Das ist mein Job, weißt du? Ich bin Lieferant. Nenn mich Tom. Okay. Du kannst unterwegs Mahlzeiten aus Rationen oder anderen Zutaten für dich zubereiten, indem du unter freiem Himmel den tragbaren Grill oder in deinem Zelt das Grillmenü nützt. Aha. Mahlzeiten erhöhen vorübergehend deine Werte wie Gesundheit, Ausdauer und Angriffskraft. Die Effekte hängen von den genutzten Zutaten ab. Je besser du isst, desto mehr Gesundheit und Ausdauer hast du. Genau, was du für die Jagd brauchst. Hier als kleines Dankeschön. Was hältst du davon, wenn ich dir gleich mal was zubereite? Gute Idee. Oh, Ration gekriegt. Quest wurde freigeschaltet. So, pass auf, bereite mir mal was zu. Achso. Du hast doch gesagt, du willst mir das zubereiten. Okay. Ich muss erstmal mit Alma reden. Erstmal die Optionalen machen hier. Klar, was kann ich für dich tun? Keine Ahnung. Das Questlog sagt, soll mit dir reden. Erzähl mir mehr über dich. Stimmt es, dass du in der Akademie unter Fabius gelernt hast? Irgendwie habe anscheinend nur ich das nicht gewusst. Was? Das fragst du jetzt, nachdem wir schon so lange miteinander reisen? Ja. Aber Mein ja, Gott. stimmt. Allerdings war sein Fachgebiet Biologie. Ja, und dein Jedenfalls Fachgebiet hat ist er Fauna mich oder nach was? meinem Oder? Abschluss ins Hä? Forschungsteam geholt. Und bei einer unserer Forschungsreisen haben wir dann Nata gefunden. Nata? Dein Gebiet ist Kultur. Nächster heißt Nada. Ja. Ja, stimmt. Ich wollte mehr über Geschichte und alle möglichen Kulturen erfahren. Dazu musste ich viele Sprachen lernen. Was mich wiederum motivierte, weiterzulernen. Und da bin ich. Ein Moment. Ich gehe mal kurz. So, jetzt hat hier. Ja, nicht vom Mauszeiger irritieren lassen. So, was hast du denn für Hobbys, Hast du Mädel? irgendwelche Hobbys? Hobbys? Popelsammlung oder so zum Beispiel? Weiß schon, Hobbys halt. Keine Ahnung, ob das die Definition erfüllt, aber ich interessiere mich für Archäologie. Ah, Die sie ist Menschen haben sich über Proktologin. die Jahrhunderte kaum verändert, aber ich mag die Relikte, die ihre Geschichten erzählen. Was ich schon an ungewöhnlichen und geschichtsträchtigen Kuriositäten ausgegraben habe. Sie sehen vielleicht nicht nach viel aus, aber wenn du willst, zeige ich sie dir irgendwann mal. Eigentlich schon, weil ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich will Archäologe werden, aber interessieren tut's mich schon, ja. So, was gibt's denn hier im Questschalter? Palico-Einsatzstatus, empfohlene Lobby. Lass mal gut sein mit Lobby hier. In deinem Zelt oder bei deiner Feldexpertin kannst du auf den Questschalter zugreifen, wo du Quests bekannt machen oder ihnen beitreten kannst. In den Einstellungen kannst du die maximale Teilnehmerzahl für Quests sowie Einstellungen für Notleuchtzeichen festlegen. Was haben wir denn für optionale Quests?
Hüte dich vor dem Chotacabra. Brandstifter. Ich wäre dafür. Wir machen mal ein paar... Genau. Superglück-Gutschein? Nee. Abreisepunkt? Was ist das? Also wir haben nur das Basislager. Ja. Annehmen und vorbereiten. Vorsicht, Ich muss mich noch ein bisschen vorbereiten. Ich würde zum Beispiel gern da reingehen, aber das Spiel lässt mich nicht. So, Essen. Guck mal hier. Mahlzeit grillen. Empfohlene Mahlzeit, eigene Mahlzeit. Erstmal gucken. Verwende Rationen, um Mahlzeiten zuzubereiten. Unterschiedliche Zutaten haben verschiedene Effekte. Vergiss nicht ordentlich zu spachteln, bevor du dich in die Jagd stürzt. Hab ich vor. Sag ich mal her, was haben wir denn? Fleisch, Gemüse und Fisch. Ist jetzt nicht so viel, aber zumindest ein bisschen. Okay. Gemüse macht Verteidigung hoch und... Also Gesundheit und Ausdauer. Brauche ich auf jeden Fall. Fisch macht wohl nur... Ausdauer? 150? Hä, was? Ach, Elementwiderstände ist das. Ach so, okay, okay. Alles macht Gesundheit und Ausdauer. Interessant. Ja, komm, geh mal auf Angriff. Wir können nur eins. Okay, dann. Aha, ein bisschen Butter, ein bisschen Fleisch, ein ordentliches Bier getrunken oder was das ist und... Leckerschmecker. Habt ihr keine Gabeln oder was? Mann, Mann, Mann. Nun gut. Dann isst sie halt ohne Gabel. Zur Not frisst man die Wurst auch ohne Brot. So. Also gut. Wollte ich nicht eigentlich noch... was ist das da? Namensplakette erhalten? Ja, ich wollte eigentlich wie heißt denn? Meine Jägerkarte, oder wie es heißt, anpassen. Kann ich irgendwie noch nicht. Ich kann vieles noch nicht. Ich schätze mal, das wird alles freigeschaltet. Keine Ahnung. So. Dann gucken wir mal, dass wir hier mal ein bisschen aufräumen. Der da kann weg, der da kann weg. Weg, 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 weg. Das lassen wir. Junge, hab ich hier irgendwie abgelust. So. Passt erstmal soweit. Ich muss... Dann eventuell nochmal gucken. Mit Palico spielen? Ach so. Ich dachte, ach Mann. Ich dachte eben, es ist wie in Generations, dass du den Palico spielen kannst. Das war cool. Habe ich nicht wirklich oft gemacht, aber es war trotzdem cool. So, Abreisebildschirm öffnen. Standby, aufbrechen. Ja, aufbrechen. Ich bin da alleine. Auf wen soll ich denn warten? So, auf geht's. Wir machen Nebenquest. Also nicht Nebenquest, wir machen mal eine normale Quest, so wie ich das gern habe. Eine Quest nach der anderen und nicht nur Story. Kann ja wohl nicht sein, dass wir nur Story hier machen. So. Und wie sich das für Monster Hunter gehört? Auf eine Jagd ohne böse Überraschungen. Okay, Alma, bist du dabei oder wie? Gekommen. Runter, 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 runter. Was ist denn das da? Da hängen so komische Dinge. Landlichtgarnele, okay. Okay. Nun gut. Aufsteigen. So. Hier noch ein bisschen was nehmen. Dann hier runterhüpfen. Fliegen geht, glaube ich, so, genau. So, da unten ist schon mal Honig. Das kann man immer gebrauchen, ne? Also ich gehe jetzt nicht hier straight zu den Knacker, Flacker. Ich weiß nicht, wie die Käfer heißen. Die Tütenkäfer. Oh, warte mal. Da darf ich, glaube ich, nicht rein. Da haben sie was dagegen. Bullakchi. Habe ich doch gesagt. Knacker. Die Tütenkäfer. Ihr weißt schon, was ich meine. Ihr weißt schon? Ihr wisst schon. Ach, guck mal, ich krieg das angezeigt. Moment. Das ist ganz viel Zeugs. Ich muss ganz viel Zeugs mitnehmen. Mach doch nicht so schnell. Ogelino. So. Wo sind denn die Tütenkäfer? Götterkäfer? Götterkäfer kann man immer gebrauchen. Das sind schon wieder so komische Dinger da. Nehmen wir mal einfach mit. Okay, ich glaube, ich muss da hinten rumgehen. Komm mal her. Gib mal ein Stöpfchen, Junge.
Okay. Beruhigen und konzentrieren. So, ich könnte ja mein Tier... Ach, da unten sind sau viele. Guck mal her. Oh, hopp. Das war nix. Okay, egal. Wie mache ich denn... Okay, wenn sie auf dem Rücken liegen, sind sie kaputt. Blauerweise, ja. Ist der da auch kaputt? Ja. Wie mache ich denn einen Swipe? Geht das nimmer? Naja. Warte. Was ist denn das da? Da werfen beim Zerlegen Material ab. Da ist irgendwas. Siehst du? Was ist das? Ein Besentierchen. Also das sieht's auch aus. So. Und so. Und so. Und so. Das sind lauter Besentierchen. Die scheinen hier zu kehren. So, Geologe wurde aktiviert. Sehr gut. Wir haben ja Rüstung, wo du, wenn du Erz abbaust, mehr kriegst. Doppelt so viel. Und das ist natürlich irre praktisch. Die habe ich nicht ohne Grund angezogen, diese Rüstung. So. Kann man da durch? Nee. Schade. Okay, weiter geht's. Komm mal her. Führ mich mal zum Ziel. Ich habe jetzt gerade mal den Autopiloten drin. Okay. Hallo, Schwester. Hört mal auf, hier rumzuwackeln, gell? Lebt noch einer. Falls ihr euch fragt, was ich hier bekämpfe und warum ihr das nicht habt. Komm, bleib stehen, Junge. Liegt einfach daran, dass ich dieses Dingens drin habe, wenn man Arachnophobie hat. Also Angst vor Spinnen. Und dann werden die ganzen kleinen Spinnentierchen und auch Käfer und so, die werden in so gelbe Gelee-Säcke reingesteckt. Und weil ich das so irre knuffig finde, habe ich das auch gemacht. Ich habe keine Angst vor Spinnen. Das ist mir halt einfach egal. Sollte man nicht unbedingt in den Mund reinkrabbeln, aber sonst ist mir's egal. Bong. Ach so, da hinten ist einer. Da will ich aber eigentlich nicht hin. Oder? Komm, weißt du was? Den machen wir platt. Den machen wir platt. Und dann mal gucken. Uns fehlt jetzt noch einer. Was gibt's denn hier alles? So. Wo ist er jetzt hin? Ach, da läuft er. Ja, es kann natürlich sein. Ja, natürlich. Der geht jetzt genau zu den anderen Käfern. Jetzt pass auf. Den pieken wir ein bisschen, oder? Bleib doch mal stehen. Ich habe mit dir zu reden. Auf die Zunge. Ich habe gehört, das magst du nicht. Komm mal her. Gib mir deine Zunge, Junge. Gib mir deine Zunge, Junge. Na, komm her. Komm. Was muss ich drücken? X, glaube ich, oder? Scheint so, ja. So, guck mal hier. Na komm, wenn du dich traust. Achso, er traut sich eben nicht. Oh oh, bleibt weg, Leute. Ich will euch doch... Siehst du, es war so klar.
Dass die, wenn die sich einmischen, dass ich aus Versehen einen platt mache. Ja, den machen wir aber jetzt noch. Ich weiß halt nicht, wie das jetzt hier ist. Arm drauf pieken. So. Wieso trittst du denn immer einen Rückwärtsgang an, Junge? Komm her. Trau dich, Mädel, trau dich. So, siehst du? Oh. Ja, aber der rennt doch jetzt da noch rum. Okay. Werde ich jetzt in die Stadt geschmissen, so wie früher? Oder nicht? Wäre halt cool, wenn ich jetzt hier unten bleiben könnte, weißt du? Nö, ich werde in die Stadt geworfen. Nun denn. So, lass mal gucken, wo ist denn... Kann ich da drüben jetzt grillen? Geht das jetzt? Oder immer noch nicht? Lieferung stapelt sich. Was nicht in deinen Beutel passt, kommt in die Objekttruhe. Nie auf leeren Magen. Ach so. Ach so, der macht nur Rationen und mit denen wiederum muss ich mir mein Essen selbst kochen. Naja. Es ist jetzt also... Naja, was hast du eigentlich für ein Problem da oben? Für Untersuchungen braucht man Vorräte, oder? Ich möchte meine Vorräte verwalten. Nee, will ich nicht. Ja, nee, habe ich nicht vor. Lass mal da reingehen. Wir machen jetzt gleich mit der Story weiter. So, auch ein bisschen aufräumen. Hier. Aha. Nee, ist schon in Ordnung. Mehr will ich eigentlich erstmal gar nicht. Ach doch, wir könnten der Katze noch gleich eine schöne Rüstung machen. Wo ist sie denn? Na, das kann... Ja. Ja, das ist richtig. Ich will Ausrüstung machen. Und zwar für Palico. Und zwar die schöne Knochenrüstung. Weil ich die so irre hübsch finde. Zeig mal her. Das ist aber eigentlich auch hübsch, oder? Findest du nicht? Guck mal, der hat sogar einen kleinen Gockelschwanz. Nee, jetzt pass auf. Also, okay, da fehlt immer noch... Wieso kann ich denn den nicht machen? Geheimnisvoller Knochen? Ich hab doch genug. So, also pass auf. Gut so. Kriegst jetzt hier so. Alles klar. Alles klar. Achso, nee, abbrechen. Sorry, Leute. Perfekt. Ja. Gleich anziehen, bitte. Wunderhübsch siehst du aus. Und jetzt kriegt er noch, Gut so. hier, jawohl. Alles Ja, klar. pass auf, bei der Waffe lasse ich einmal das durchlaufen, das Schröder-Ding. Ich habe keine Ahnung, was ein Schröder-Ding ist. Also, wir gucken mal. Brauchen hier einen Zünder. Und dann kriegt das Ding eine... Guck mal, das ist eine Lanze. Ich bin startklar. Das ist eine Lanze. Eine Lanze, da muss ich natürlich jetzt da dabei bleiben, so. So. Perfekt. Perfekt. Wunderbare Bannerlanze oder so. Ja, natürlich soll er die gleich ausrüsten. Hat er schon mal einen Feuerangriff. Schön, gefällt mir. Ist ein bisschen seltsam, dass die Waffen da so ausgegraut sind, weißt du? Also das sieht halt aus wie, ja, nö, kannst du nicht bauen. Kann ich wohl bauen. Also den da zum Beispiel. Naja. Lass mal gucken, ob ich irgendwie was Cooles bauen kann. Anderen Wunsch? Aha. Nee. Auch nicht. Ah, warte mal. Da unten eine Knochenlanze könnte ich mir bauen. Und da wieder dann andere Sachen.
Knochen. Haben wir noch irgendwie was anderes? Da. Die ist hübsch. Aber jetzt habe ich natürlich mein Zeugs verballert. Ja, er hätte eh nicht genug gehabt. Macht nichts. Mal gucken. Eine Knochenlanze bauen. Knochenlanze bauen ist immer gut, ne? Alles Ja, ja, haben wir schon gesehen. Brechen wir natürlich jetzt halt ab. So, lass mal kurz darüber gucken. Ja, ja, wird schon passen. So, als Erstwaffe ausrüsten. Nee, einfach gar nicht ausrüsten. Wie ist das eigentlich? Was ist denn das im Vergleich zu meiner Waffe gerade? Wo kann ich denn... Kann ich denn... Vergleich wechseln? Ah, guck mal hier. Oh, die hat ein bisschen mehr Angriff, aber halt dafür, weil Knochenwaffe hat keine grüne Schärfe. Das lassen wir. Ist schon in Ordnung, wie es ist. Wollte sie ja erstmal nur bauen. So, jetzt gehen wir aber mit Isai reden. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Da ist er doch. Hi Isai. Es geht ab. Können wir? Jo. Können wir. Jawohl. Auf in unser Dorf. Gut. Beamen wir uns hin oder muss ich selbst laufen? Ich muss selbst laufen. Wow, die reiten sich schwerer, als es aussieht. Wie viele Saikri habt ihr im Dorf? Eine Menge. Eine Aufgewachsene Menge. und Küken. Aber sie zu Küken? trainieren ist viel Arbeit. Und nur die Geübtesten können Teil der Vorhut werden. Dann ist Sato. Ja, er ist ihr Anführer. Und wir fallen ein, während er weg ist. Ich liebe diesen Plan jetzt schon. Wie hast du uns zuvor eigentlich gefunden? Die Saikri haben euch gewittert, als ich auf dem Weg zu eurem Lager war. Sie haben euch gefunden, nicht ich. Na dann. Gibt hier überall so viel. So. Juhu. Da war ich ja vorhin schon. Wollte ich ja kurz reingehen, aber dachte mir, na, mach mal nicht. Wir sind ja hier. Kann nicht alleine reingehen, weißt du? Nicht gut. So. Da sind wir. Lässt du uns rein? Natürlich. Ich sage der Ältesten, dass ihr hier seid. Los, kommt. Gut, auf geht's. Miau. Wow. Kunafa, Dorf des pfeifenden Windes. Wie schön das klingt. Was ist das? Die Ich höre nix. Kristale. Sie Ach so. halten die Monster von unserem Dorf fern. Ernsthaft? Das Geklimper da? Das Geklimper hält die Monster vom Dorf fern? Ich weiß ja nicht. Vorsicht, Vorsicht. Oh, die hat's eilig. Denn was los hier? Wer ist das? Was hat sie da auf dem Rücken? Es ist riesig. Waffen sind ihnen offenbar wirklich fremd. Was ist das für ein riesen Küken? Hallo. Das ist halt voll gar nicht Sage hübsch. meiner Familie, dass wir alles vorbereiten können. Würdet ihr so lange warten? Natürlich. Natürlich. Vielleicht könnten wir die Zeit nutzen und uns etwas umhören. Jupp. Ich will wegen Nata fragen. Ich gehe mich umsehen. Okay. Bis später. Bis später, Peter. Wollen wir? So, also wir sollen uns jetzt ein bisschen umsehen einfach nur. Hallo. Sprich mit ältesten Illa. Los geht's. Sprich mit der Frau, die Feuer Aber macht. denk dran, immer schön respektvoll. Ich bin immer respektvoll. Na klar. Bist du die Frau, die Feuer macht? Seht euch diese Sauber! Seiten Ne, du bist die, an. die putzt. War das nicht unser berühmter Wildfang? Was? Das bedeutet, du bist diejenige, die von der Isai gesprochen hat. Das ist ein guter Saikri. Unglaublich schlau und schnell wie der Wind. Und stolz. Man könnte sagen, er
legt keinen besonderen Wert auf unsere Anweisungen. Okay. Nun. Hey, woran arbeiten Sie? Ich mache aus Windquarz Windkristalle. Mit ihnen schützen wir unser Dorf. Und wieso haust du jetzt halt ab? Ich sehe, Sie sind Ach sehr so. geschickt darin. Danke fürs Zeigen. Oh Mann, das Gewimmel würde mir so auf die Eier gehen. Echt jetzt. Und hier? Machst du so? Bist du stumm? Entschuldigung, dass wir stören, aber dürfen wir Sie vielleicht etwas fragen? Natürlich, gerne. Sagt Ihnen der Stamm der Hüter etwas? Nein, tut mir leid. Frag doch mal die Älteste. Sie wohnt in dem Haus, oben am Weg. Ah ja, okay. Ich will aber noch nicht hin. Ich will zu der Frau, die Feuer machen kann. Feuer! Das ist niedlich. Feuer machen. Bist du die Frau, die Feuer machen kann? Radu? Der Sturm kommt näher. Ich muss dafür sorgen, dass sie es gemütlich haben will. Ach, die. Hallöchen. Gibt's hier irgendwo Dung? Das wäre sehr praktisch. Dung? Dung, Dung? Dung, 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 Dung. Gibt hier kein Dung. Das ist aber seltsam. Sehr saubere Tiere, glaube ich. Schon wieder? Das passiert immer öfter. So, Schon gut. Kein Grund zur Sorge. nicht? Findest du? Das sagst du, aber Doshaguma sind wilde Kreaturen. Klar, weil gerade Ödzeit ist. Okay, Ödzeit. Hier, geh mal. Geh mal da hin, oder was? Was gibt's? Das ganze Dorf ist mit diesen Kristallen verziert. Muss wichtig für sie sein. Und hast du diesen Käse gesehen? Irre, oder? Boah, ich krieg Hunger. Was für Käse? Käse? Was für Käse? Das ist doch kein Käse. Das könnte Käse sein. Mozzarella oder so vielleicht. Was? Ich weiß nicht mehr, was das ist. Naja. So, ich will zu der Frau, die Feuer macht. Ah, die Frau macht Feuer. Sehr schön. Hallo, heiße Frau. Was machst du da? Feuer. Ich benutze Violtropfen, siehst du doch. Was für ein Ding? Na, und was entdeckt? Ja, eine Frau, die Violtropfen benutzt. Siehst du doch. Warte, was ist das? Wozu benutzt ihr es? Zeig mal. Es heißt Viol. Und man wirft es ins Feuer. Ich dachte, das ist Mozzarella. Gesehen? Es ist aufgeflammt wie eine Art Brennstoff. Ist ja klar, dass die Schmiedin da jetzt voll heiß drauf ist. Verstehst du? Hast du die Älteste schon nach den Hütern gefragt? So, sprich mit der Frau, die Feuer macht. So, nee, habe ich nicht. Was hat diese Fremde da bei sich? Da ist eine Lanze. Das Ding sieht irgendwie gefährlich aus. Es ist eine Waffe. Was meinst du, was das ist? Außer riesig, meine ich. Ja, eine Lanze. Lanze. Okay. Hat das auch geklärt. So, ich gehe mal da rein. Herein, sei nicht schüchtern. Ich doch nicht. Ich will mich nur Die nicht Kinder aus... haben mir viel von euch erzählt. Setz dich, Ah, unterhalten dahin. wir. Okay, Ich komm. hörte, wie ihr Nona und Isai geholfen habt. Danke. Das war doch selbstverständlich. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ich wünschte, wir könnten bessere Gastgeber sein, aber die Sandflut naht. Ein Sturm und wir müssen uns darauf vorbereiten. Die Sandflut? Der Kommt Sand Shenmue an? dieser Region erwacht regelmäßig zum Leben, wie eine in Blitze gehüllte Bestie. Okay. Sobald euer Anliegen hier abgeschlossen ist, solltet ihr zurückkehren. Zuvor möchten wir euch etwas fragen. Habt ihr vielleicht schon einmal von den Hütern gehört? Wir suchen das Zuhause dieses Jungen. Den Hütern? Nein, diesen Was? Namen höre ich zum ersten Das ist Mal. schlecht. Meistens wissen doch aber Älteste alles, oder? Du bist so jung. Wenn du so alt. Hast du... Ach, bitte verzeih. Ich sollte keine solchen... Nee, Fragen was stellen. frag doch. Schon in Ordnung. Vielen Dank für eure Zeit. Na, jetzt frag doch, vielleicht was wolltest du denn jetzt halt fragen? Okay. Bitte verzeiht, dass ich nicht mehr helfen konnte. Wenn ihr hier fertig seid, geht nach Hause.
Werden wir. Danke für eure Zeit. Okay, Entschuldigung, dass ich gerade bei dir da drauf stand. Sorry, kann man mit dir auch reden? Nee, okay, gut. Was hast du denn da hinten, Feines? Oh, Klamotten. Ich denke, wir sollten langsam zu Isai. Ja, aber ich hätte gern Käse. Kommt näher. Ja, Ich weiß. Wir müssen unsere Wasservorräte aufstocken. okay. Stimmt, wir haben nicht annähernd genug. Wir sollten mehr Wasserträger losschicken, solange noch Zeit ist. Okay. Was ist das hier? Alles vorbereitet. Kommt rein. Wie kommt rein? Ah! Guten Tag, ich hab Hunger. Gibt's Käse? Los, kommt rein. Ich hab da was in einem Benchmark-Test gesehen. Da gab's Käse. Ich will Käse haben. Mit Ananas. Da hängt ein riesiger Tannenzapfen. Oh, wer bist du? Euch das an. Willkommen. Guten Tag. Guten Tag. Vielen Dank für eure Einladung. Wir sind Reisende aus dem Westen, meine Freunde. Wir haben Weihrauch und Myrrhe mitgebracht. Aber ja doch. Und ihr halft meinen Enkeln. Ich bin euch wirklich zum Dank verpflichtet. Willkommen bei uns. Da ist sie wieder. Danke. Ach, Bitte, setzt euch. Vielen Dank nochmal für eure Gastfreundschaft. kein Ding. Das ist doch das Mindeste. Wir hoffen, das Essen schmeckt euch. Also es sieht aus, als wäre es britische Küche. Ja, Kannst nicht anders sagen. Aber essen würde ich es definitiv. So wie wir uns hier versammeln. teilen Steht das wir Essen die rum und tut Geschenke des vergammeln. Tages. Achso, okay. Na dann, guten Appetit. Ja, Danke. Essen wir. Das Brot sieht aber nicht sehr durchgebacken aus. Wie das duftet. Benutzt ihr ein besonderes Mehl? ob es besonders ist, weiß ich nicht. Aber es passt gut zu den Bohnen. Er hat ja noch gar nichts gegessen und macht da schon Musik hier. Was ist das da? Oh. Das sieht aber wirklich richtig gut aus. Also ja, natürlich sieht es eklig aus und guck mal hier, wieder die Spinnfäden abhängen, aber guck mal, ich kann die Tatzen meiner Katze sehen. Mampf. So, Effektdauer 60 Minuten. Jawohl, das ist schon mal gut. Das war wirklich ganz wunderbar. Habt vielen Dank. Jo. Dabei seid ihr so beschäftigt. Ja, geht so. Nicht doch. Wir freuen uns, dass ihr hier seid. Mir war nicht wohl nach unserem Abschied. So. Wir haben ein großes Haben Monster in der Nähe gesehen. Ein Monster mit langem, dichten Fell gesehen. Ja, in Dosha, Nach einem glaube ich. Doshaguma. Doshaguma, genau. Die sind früher nie aus dem Wald gekommen. Es gibt einen Wald? Es gibt einen Wald? Ja, da will ich hin. Ich will raus aus dieser blöden Wüste. Das ist alles so dreckig und braun und gelb Wir und treffen bäh. immer häufiger auf Doshaguma. Sie greifen unsere Herden an. Darum halten wir sie hier. Zum Glück schützen uns die Windkristalle. Ein paar Verzierungen beschützen euch? Ja, in dieser Region lebt eine Kreatur, die selbst die Doshaguma fürchten. Die Windkristalle klingen fast genau wie dieses Monster. Ach Seht ihr? so. Und das genügt als Ein Abschreckung. Klimpermonster gibt es. Interessant. Interessant, ja, das stimmt. Was hat es mit der Sandflut Angeblich auf zieht ein sich? Sandsturm auf. Ja, er wird bald hier sein. Deshalb die Vorbereitungen im Dorf. Anscheinend bringt er nicht nur Wind, sondern auch heftige Blitze. Das klingt schrecklich. Stimmt, aber das Dorf braucht ihn zum Überleben. Was meinst du? Jede Sandflut bringt einen Neuanfang, der den Boden mit neuem Leben füllt. Den Boden? Doch nicht das Ödland. Doch, und unsere Geduld wird mit reichen Ernten entlohnt.
Okay, Natta Ich sucht hörte, sein Zuhause. Natta ist auf der Suche nach seinem Zuhause. Das tapfere Kind. Kind. Habt ihr schon einmal von den Hütern gehört? Ich wünschte, das hätte ich. Aber nein. Tut mir leid. Hast du Heimweh? Ja, ich vermisse alle sehr. Ich weiß nicht, ob es mein Zuhause noch gibt, aber ich will daran glauben, dass es ihnen gut geht. Ja, dann Wir beenden wir mal sollten das langsam Gespräch. los. Danke für das tolle Essen und eure Gesellschaft. Ja, danke für den Käse. Käse ist cool. Ihr dürft gerne noch Der war bleiben. bestimmt laktosefrei. Danke. Ich hoffe es Aber zumindest. Wir wissen, wie sehr ihr euch auf den Sturm vorbereiten müsst. Kennt ihr das? So gut Ja. habe ich schon ewig nicht gegessen. Danke. Ja, Katzmi ist gut gefüttert. Da freut sie sich. Vielen Dank. So, Dann hat jetzt auf bald jeder zurück Danke zum gesagt? Basislager. Ah, Basislager, okay. Darf ich noch ein bisschen rumlatschen? Noch eine Quest unterwegs machen oder so? Das wäre jetzt cool. Okay, nee, es geht direkt... Oh, ich glaube, der Sturm geht wirklich bald los. Also, Guck. was jetzt? Sehen wir uns den Wald an. Ja, und vielleicht auch gleich die Sache mit Im dem Ernst, es geht Doschaguma. gleich in den Wald? Ja, das ist ja mal cool. Aber ruhen wir uns für heute aus. Morgen früh geht es dann frisch ans Werk. Gut. Nata kann mit mir kommen. Wie wär's, wenn wir uns auf dem Pfad zum Wald treffen? Perfekt. Wir sehen uns morgen. Hauptmission Kapitel 1. Ich weiß nicht, wie es hieß. Aber egal, wir haben sie abgeschlossen. Gut, gut. Belohnung für Mission 1. Moment. Details, bitte. Ich habe eine Geste erhalten. Geste. Um Saikri kümmern. Eine neue Variation der Geste. Ich kann gar keine Gesten Wir machen. sollten uns gut vorbereiten, bevor wir in ein neues Gebiet gehen. Gemma und Nata kommen nach. Bevor du zum Wald gehst und die Untersuchung der Doshaguma aufnimmst, könntest du Felderkundungen oder optionale Quests erledigen, um Material zu sammeln und deine Ausrüstung zu verbessern. Dann bist du bereit für alles, was dich erwartet. Du kannst die Materialien zur Verbesserung durch Felderkundungen und optionale Quests erhalten. Schließ dich für eine effektivere Jagd mit Freunden zusammen oder feuere ein Notleuchtzeichen ab. Wenn die Effekte einer in Kunafa zu dir genommenen Mahlzeit abklingen, kannst du mit einem tragbaren Grill erneut etwas essen. Für Grillmahlzeiten werden Rationen benötigt, die die Zutatenzentrale regelmäßig ausgibt. Alles klar, begib dich in den Wald, optional beobachte das Gebiet und finde ein Ziel. Wie ein Ziel? Ja, der Stein auf dem Boden, das Ziel. So ungefähr? Weiß nicht. Egal, ich muss da rein. So, erstmal Objektbeutel leer machen. So. Ihr Leute. Plan sieht folgendermaßen aus. Wir gehen hier aus dem Zelt. Also so richtig... Komm, hier, guck mal. Pass auf. Quest bekannt machen. Einstellungen? Was kannst du da einstellen? Aufgaben. Wir haben noch... Wir machen noch eine heiße Hühnchenjagd, oder? Dann haben wir nämlich zumindest eine Feuerlanze. Also das wäre nicht schlecht. Komm, die machen wir. Die pinnen wir an. Wie geht das? Ach, die habe ich schon gemacht. Kann ich nicht nochmal machen? Schade. Optionale Quests? Ja, doch, guck. Jägerrang 1 oder 2. Komm, die machen wir nochmal. Annehmen und aufbrechen. Schnellstart. Bam. So, dann machen wir nochmal eine Gockel-Quest. Und dann gucken wir weiter, ne? Ne? Wir starten die Quest. Bist du bereit? Aber sowas von, komm mal her. Komm mal her, du kleines Hundevieh. Wir haben uns Vorräte gebracht. Nutzen wir sie. Was ist das da drüben? Feuerkraut. Jetzt hüpft doch da runter. Er will irgendwie nicht so... Kann er da runterhüpfen? Nee, irgendwie nicht. So, da ja im Moment, es gibt ja kein Zeitlimit bei dieser Quest, oder? Es gibt ein Zeitlimit. Ich wollte gerade sagen, ja, ich bin es gewohnt, dass oben links das Zeitlimit zu sehen ist.
Ja, okay, es ist doch kein freies Umsehen, wie ich dachte. Das ist schlecht. Da müssen wir ja doch wirklich das Vieh zumindest mal... Hab ich euch. Was seid ihr denn? Windraschler. So, und hier? So, hier ist halt dieses graue Wüstending ist halt so gar nicht mein Fall. Also da könnte ich sehr gut drauf verzichten. Aber wir sind ja bald im Wald. Reimt sich sogar. Pass auf. Wie ich dem jetzt in den Kopf hupf. Guck. Das war nix. Au alle. Also nicht wundern, dass ich so viel blocke im Moment. Das wird sich ändern. Kann ich euch versprechen. Ja, und hoffentlich werden dann auch meine Angriffe besser. Jetzt geht das schon wieder los, gell? Ich treffe, ne? Wenn er unter ihm steht, dann trifft er einem halt einfach nicht. Es ist Wahnsinn. Naja. Mach du kein Dummfez hier. Ei. Feuerpest. Oha. Dann würde ich mal sagen... Danke, Katze. So, Feuerpest wird man am besten... Feuerpest wird man am besten... Oh, das war nicht gut. Feuerpest wird man am besten durch Rollen los, so, wenn man keine Nullbeeren oder so hat. Also wenn man nah am Monster bleibt, trifft einem das Feuerding nicht. So, Schwanz gebrochen, jawohl. Ich versuche mich hier irgendwie auch auf den Schwanz zu konzentrieren. Einfach damit der abfällt. Lass das. So, irgendeine Wunde habe ich maximiert. Oh, guck mal da. Der haut ab, oder? Ja, der haut ab. Erstmal schleifen. Also noch nicht weit. Dann guck mal hier ein Kadaver. Muss man natürlich alles carven, ganz klar. So. Das war nicht weit gekommen irgendwie. Das ist eigentlich Farbkapsel. Funktioniert das so wie in den alten Spielen? Moment. Ah, lass mich mal. Okay. So. Ich mache hier gerade den Rise Move. Das war nix. Den Rise Move, verstehst du? Ja, okay. Ich will doch eigentlich an den Hintern von dir dran. Also mal ganz im Ernst hier, also hier im Moment steuert sich die Lanze wirklich wie ein Panzer. Die steuert sich so, wie das Spiel sagt, dass es sich steuert. Also irgendwie langsam. Ist wahrscheinlich Gewohnheitssache, aber...
Auerle. Lass das. Das ist ja gar nicht leiden hier. Oh, guck mal, der humpelt. Sehr schön. Dann lass mal den mal schön humpeln. Ich habe schon wieder keine Dinger mitgenommen. Keine Beruhigungsbomben. Das ist schlecht. Wäre eventuell ganz praktisch. Kann ich den noch carven? Nee, habe ich vielleicht schon. Ja, Beruhigungsbomben sind... Was sind schon wieder diese Vögel? Beruhigungsbomben sind insofern ganz praktisch, als, naja, du kannst halt dann Monster fangen. So, dann gucken wir mal. Ich habe natürlich auch keine Bomben dabei. Deshalb muss ich das jetzt so tun. Ich sehe, dass hier überall Feuer ist. Ach, aber der kann es ja nicht entzünden, weil er keinen Schwanz mehr hat. Habe ich das richtig gelesen? Komm mal her. Was für dich. Bleib doch mal stehen. Ich hab was für dich, eine Lanze. So, komm mal her. Ja. Weg ist er. So, schön haben wir das gemacht. Dann gehen wir mal... Das ist ja wie in den früheren Monster Hunter Teilen. Ja. Dann gehen wir natürlich erstmal Knochen aberzen. Aberzen? Wertvolle Gelegenheit zur Forschung. Die darf man nicht Ja. Den natürlich noch ausnehmen, ganz klar. So. Dann jetzt schnell. Knochenhaufen. Ist da oben immer auch noch mit. Götterkäferessenz. Ja. Schlitzbeere brauchen wir eigentlich nicht. Jetzt habe ich noch eine Schlitzbeere. So. So, dürfte gereicht haben. Und jetzt kommen wir mal gucken, ob ich es irgendwie... Nee. Ich muss mal gucken. Ich habe vorhin probiert, Gesten. Also ich habe mir Gesten ins Radialmenü reingemacht, aber ich konnte keine Gesten machen. Das war irgendwie ein bisschen seltsam. Ich glaube aber halt, das wird freigeschaltet. Weiß es aber auch nicht. So, was habe ich denn Feines gekriegt? Geld. Ein paar Gildenpunkte. Schön. So. Da hinten will wer was? Wer will was wo? 100? Wie kann ich helfen? Ja, ich weiß nicht. Du bist doch hier. Ach so, ja, stimmt. Ich habe ja 3 Quests gemacht, deshalb habe ich die befristeten Beutezüge abgeschlossen. Guck mal hier. Und krieg dafür Rüstmaterial. Ja, super. Kann ich das auch nehmen? Achso, nee. Rüstkugel 2, sehr gut. So, und... Achso, Bedingungen nicht erfüllt. Ich muss wahrscheinlich ein höherer Dingens haben. So, dankeschön. Valahara gesichtet. Karte öffnen. Valahara kenne ich noch gar nicht. So mal. Komm. Also. In der Wüste lebende Leviathane, die Panzer aus dem Fulgurit bauen, das durch Blitze entsteht. Sie nutzen ihr flexibles Skelett und ihren Schlangenkörper, um Treibsand... Alter, das Ding... um Treibsandfallen für unachtsame Beute zu erzeugen. In ihren Mäulern befinden sich mehrere augenartige Sinnesorgane im Mund.
Der Schleim, den sie absondern, enthält Leuchtbakterien und hilft ihnen im Sand oder bei eingeschränkter Sicht wie etwas Sandstürmen beim Sehen. Ja. Das ist doch was. So, kann ich da rechter Stick Wegpunkt festlegen? Dann würde ich mal vorschlagen, da gehen wir jetzt halt einfach hin. Ganz ohne Zeitgedönse. Komm mal her. Hüp, hüp. Geh mal vor. So. Lass mich schon mal ein bisschen Zeug mitnehmen. Ja komm, lass gut sein. Dieser Autopilot da ist ja schön und gut. Aber wenn ich nichts sammeln kann, ist das ja alles sinnlos. So. Windsukkulent. Ach so, das ist die da. Da ist nochmal so ein Gockel. Ja, aber da will ich gerade nicht hin. Wo ist denn... Da hinten irgendwo? Was ist das? Dung. Yeah, ich habe endlich Dung gefunden. Ah, da. Ab. Sehe ich das richtig, dass da ein Mistkäfer ist? Gerollter Dung. Da war eben noch ein Mistkäfer, der den Dung gerollt hat. Mann, jetzt ist er weg. Schlecht. So. Ja, ich habe keinen Bock, da jetzt dauernd mit dem Fieder rumzureiten. Ich will hier laufen. So wie früher. Na komm. So. Komme ich da oben dran? Von den Viechern kriege ich Schreikapseln, habe ich gelernt. So. Da ist einer. Aber was ist denn das da drüben, was ich angepinnt habe? Ist das eine Falle? Warte. Guck mal her. Halt. Was ist das? Habt ihr das gesehen? Das waren so kleine Eichhörnchen. Ah, ich bin wieder zu schnell. Drüben sind Pilze. Sind das Nitropilze? Es sind Nitropilze. So. Und was ist jetzt hier? Hallo. Mal raus. Keine Ahnung. Will nicht rauskommen. Ja, dann hat er Pech. Da war doch aber eben... Oh, guck mal da. Ganz viel von denen da. Komm, wir sammeln mal, wenn wir schon mal hier sind. Fluss fahren. Was sind das für Viecher? Keine Ahnung. Ich fange sie einfach mal. Ristramfliegen. Okay. So, das da. Qualitätswespe. Her mit. Ich sack alles ein. Jawohl, her mit. Das sind wieder die Vögel auf den Viechern. Komm, lass mal absteigen hier. Ich muss hier in Ruhe sammeln. So. Hier. So. Ich weiß, dass da unten geht's runter. Ja. Lass mal kurz da gucken. So. Ja, komm, passt schon. Kannst hüpfen. Ja. Nein, runterhüpfen. Runterhüpfen, nicht hochhüpfen. Danke. Wo sind wir denn hier? Was ist denn das? Exquisites Fossil. Da vorne ist noch eins. Das sind wieder so komische Fliegen, oder nicht? Ich gehe erstmal, sorry, ich gehe erstmal hier planmäßig vor. Was ist das da? Bitterkäfer. Ich dachte, ich wundere, was das ist. So, noch ein Fossil. Nehmen wir mit. So, und wenn man da runter geht, habe ich gerade gesehen, da war daneben noch ein Bitterkäfer. Ja, mit. Okay.
Ja, ja, ich merke schon, es ist eigentlich gedacht für das Saikri. Aber egal. So. Trägt diese Kreatur etwas bei sich? Wo? Was meinst du, ist das? Sieht ziemlich alt aus. Prunkschalenkrabbe. Fange eine Kreatur, die eine uralte Wyvernmünze bei sich trägt. Ich habe keine Ahnung, was das gerade war. So. Ach, das sind diese Viol-Dinger da. Da freut sich aber Gemma. So, ich muss ja hier alles inspizieren. Geht's hier weiter? Geht's hier weiter? Nee. Mann, wäre das schön. Jetzt stellt euch mal vor, ich meine, ich weiß es nicht. Aber wenn man dann... In der Demo konntest du ja so ins Wasser eintauchen. Oh, warte. Angeln. Angeln. In der Demo konntest du so ins Wasser eintauchen, weißt du? Linker Trigger und rechter Stick zielen. Okay, rechter Button, Köder auswerfen. Ködern? Na komm. Komm, lecker Happa. Lecker Happa. Oh, das ist doch lecker, guck mal. Komm, du blöder Platinfisch. Da liegt er direkt vor dir, musst nur noch nehmen. Ich weiß, ich habe vergessen, was am Knopf das man. Was soll denn das? Nee, doch, oder? Ach, ist das spannend. Was von dem Knopf zieht man denn die... Ah, R1, okay. Die wollen nicht. Okay, lassen wir das einfach. So. Machen wir die Angel weg hier. Dann machen wir halt Plan B. Plan B lautet, wir fangen so die Fische. Geht auch. So, du auch. Ja, sorry, geht halt nicht anders. Ich bin halt zu doof zum Angeln gerade. Beziehungsweise, die wollen ja nicht anbeißen. Es liegt ja nicht an mir. Liegt nie an mir. Das sind schöne Wände. Eintauchen. So, ja, jetzt kann man hier ein bisschen tauchen, weißt du? Aber es ist halt so, du kannst nichts machen beim Tauchen. Außer nach vorne drücken. Mann, wäre das schön, wenn sie einfach du kommst dann in ein Gebiet oder so und dann hier in Wasser und dann so, ja, willkommen in Monster Hunter 3. Es gibt Tauchen. Ach, war das schön. Ich mochte ja 3. 3 war super. Zack, so angelt man unter Wasser hier, Leute. Oh, was ist das da? Golden Fisch. Kann ich das fangen? Schöne, achso. Mal schön kaputt gemacht, ne? Okay. Geht's wieder hoch? Hallo? So. Na komm. Nicht so lange angucken. Nimm das Zeug mit. Kraut kann man immer gebrauchen. So. Was suchen wir denn eigentlich? Keine Ahnung. Warte, falsches Knopf. Falsches Knopf. Wir suchen... Wie zoomt man? Moment. Karte bewegen. Also. Also, das da würde ich gerne weghaben. Ah, pass auf. So, ich würde gerne... Karte drehen, Weltkarte. Ich würde gerne den Pin hier wegmachen. Geht das? Ah, die Sandgrube. Ja, okay, den würde ich gerne wegmachen. So.
Und stattdessen würde ich gerne an Balahara irgendwie... Ach, keine Ahnung. Macht nichts. Dann tun wir weiter unsere Ortskenntnis verbessern. Und ein paar Fossilien abbauen. Ist ja auch wichtig. Naja, da kletter ich jetzt nicht hoch. Er aber auch nicht. Ach Mann. So. Da ist Licht. Und Nitropilze. Jetzt komm aber mal her, echt jetzt. Ja, danke. Jetzt du bist schneller beim Hochklettern als ich. Deutlich schneller. So. Moment, Nitropilz. So. Gesucht wird ein Balahara. Aber ich weiß nicht wo. Was war das da? Hab da was gesehen. Okay. Schön. Hab ich dich, oder? Ein Spurenschwanzechse. Komm her, kommst noch mit, dass der Kollege nicht alleine ist. Spurenschwanzechse. Muss ich mir alles nachher durchlesen? Das ist eine Echofeder? Was auch immer das ist. Ha! Da ist einer! Guck mal hier! Bleib mal stehen, Junge. Wo geht er denn hin? Bleib doch mal stehen. Ich will dich kaputt machen. Sie sind nicht befugt, dieses Monster zu jagen. Wie, wir sind nicht befugt, diese Monster zu jagen. Ich kann doch wohl sagen, was ich will, oder? Da kriege ich dann wirklich Probleme. Ich bräuchte irgendwie so ein anderes Dingens da. Ich wollte eigentlich da drauf schießen, ging irgendwie nicht. Naja. Hat er gedacht, ja? Komm her, Junge. Auerle. Ja, also richtig Schmerzen macht er mir nicht, der Kollege hier. Am Kopf hat er gerade die Wunde, ja? Komm her. Ah ne, hat noch gar nichts. Okay. Bleib doch mal stehen. Dinge, die ich gehasst habe in World, Wannenkämpfe. Und genau das ist das. Auerle. So, einmal Wunde gebrochen. Einmal der und ich raus. Ist mir gerade egal, weißt du? Kopf gebrochen, sehr gut. Ist gar nicht so stark, wie er gern macht. Gedacht. Langsam habe ich es drauf mit den Blocken, weißt du? Immer ins Maul rein, glaube ich.
gedacht. Also er sappert auf jeden Fall, glaube ich. Sofern das noch so ist, wie es früher war. So, früher war es halt so. Wenn das Monster gesabbert hat, war seine Ausdauer unten. Dann wurde er langsamer. Komm, ich könnte mal so langsam probieren, an den Schwanz dran zu gehen, oder? Au, guck mal hier. Das ist ja mal gemein, was der da mit dem Schwanz macht. So. Falsches Knopf. Ja, hier will ich hin. So. Ui. Du hast aber ganz schön Spitzen, hast du, ha? Haut ab. Die Lusche. Hat er Angst vor mir. So sieht's nämlich aus. Wieso wieso schleife ich eigentlich nicht auf dem Vogel? Wäre doch irre praktisch. Sind wieder so Hörnchen? Oh, jetzt sind es 2. Das ist nicht gut. Ich bin drauf. Ich weiß nicht, wie es geht. Das ist nicht gut. Was muss ich drücken? Jetzt spucken sie sich gegenseitig an, oder was? Oh, da runter. Wird rot. So. Also das müssen wir noch ein bisschen üben, habe ich so das Gefühl. Nein. Nix. Mir egal, ob ich befugt bin oder nicht. Au. Das Problem ist halt eher das da. Das zweite Monster ist mein Problem. Nicht das erste. Weggehen. So. Wo ist denn unserer? Der da. Der hier gerade Amok dreht. Oder wie man das nennen will. Ja, lass du mich mal in Ruhe. Der andere da nervt mich. Also mein Plan ist ja, an den Schwanz zu gehen. Okay, das... Ich glaube, der verzieht sich gerade, kann das sein? Ja. Ach, jetzt kommt der andere auch noch mit. Nicht cool. Okay. Vielleicht habe ich Glück und der andere kommt eben nicht mit. So, wo gehen wir denn hin? Instabile Steinsäulen sind mir gerade egal. Auerle. So, wo ist der Schweif? Da hinten. Ich will mir den Schweif noch abhacken. Also Kopf ist ja wohl schon gebrochen, glaube ich. Na komm. Also, wird er müde, hä? Jawohl! Ab ist er. So, und jetzt schön wieder auf den Kopf drauf. Mögen sie. Lass das. Das war nix. Bei dir aber auch nicht so. Muss man ja auch mal sagen, ne?
Sehe ich das richtig, dass der da hinten eine Wunde hat? Na wunderbar. Jawohl. Ich glaube, ich habe ihn erlegt. Von abgetrennte Teile zu zerlegen. Ja, abgetrennte Teile. Ich gehe ja schon hin. So, dann haben wir den auch. Der ging irgendwie einfacher als der Gockel. Ja, Alma, ist gut. Ich weiß, dass du eine Quest für mich hast. So, das war doch schön, oder? Wo sind wir denn hier überhaupt? Okay, das mit dem Schießen da, das müssen wir noch ein bisschen üben. Aber macht nichts. So, komm mal her. Also Folgendes. Ich würde gerne das da nehmen. Knallstein. Oh, das sind wieder Fossilien. Ich würde gerne ein Ziel finden. Wie es ja gesagt wurde, weißt du? Aber wo finde ich so ein Ziel? Da oben. Also die sagen ja, ich soll entweder in den Wald gehen, also den Durchgang vom Wald, oder ein Ziel finden. Ich weiß halt nicht, was für ein Ziel. Macht ja aber nichts. Oh, guck mal, da ist er wieder. Ja, den lassen wir mal in Ruhe, ne? Schafft. Ist tot? Bleib hier. Aha. Okay. Ja, ja. Komm. So, jetzt aber leider. Was ist das da oben? Sitzt da wer drauf? Nee, das ist einfach nur ein Felsen. Weißt du, da oben sah halt irgendwie komisch aus. Ich gehe mal grob in die Richtung. In die Richtung, wo wohl der Wald sein soll. Und gucke, ob ich ein Ziel finde. Beobachte das Gebiet und finde ein Ziel. Weißt du, das ist so... Jo. Werde ich wohl tun. So. Ja, aber... Begib dich zum Wald. Wenn ich da jetzt reingehe, bin ich ja beim Wald. Will ich ja nicht hin. Was kann denn ein Ziel sein? Da hinten der Gockel? Gockel wäre aber ein dummes Ziel, den habe ich doch schon. Da oben sitzt einer, siehst du. Ja, habe ich mal die Kapsel geklaut, Junge. Okay. Es gibt hier nichts zu beobachten. Wieso hauen die da ab, wenn da hinten doch der Gockel ist? Ha. Ja, ich weiß nicht. Komm, mach mal. Komm, wir gehen jetzt dahin. Komm. Wir gehen jetzt dahin und gucken mal, was es da gibt. Also Wald wahrscheinlich. Gemma und Martha scheinen noch nicht da zu sein. Hm. Das bedeutet, soll ich jetzt warten oder wie? Oder? Na komm, wir gehen mal weiter. Warten wir hier. Ach so. Okay, dann warten wir hier eine Runde. Sorry, wurden aufgehalten. Kein Problem. Jetzt sind ja alle da. Ich finde, der Wald ist so riesig, dass man ihn vor lauter Bäumen nicht sieht. Sicher, Ach, Wahnsinn. dass solche Witze erlaubt sind? Alter. Ihr habt keine Minute geschlafen, oder? Nee, wir waren Monster jagen. Oder redest du mit uns? Weiß gar nicht. Ja, aber jetzt habe ich ja die Nebenquest gar nicht gemacht. Die Astrum-Einheit soll vor uns los sein, um ein Lager im Wald zu errichten.
so. Die sind uns irgendwie immer einen Schritt voraus. Also, was meint ihr, wie der Wald sein wird? Grün. Hoffe ich doch. Voll verschiedener Monster, reich an Wasser und belebt von Wildtieren. Ich muss hier was. Der bis in die Wüste fließt, kommt aus dem Wald. Es gibt also bestimmt jede Menge Wasser. Ein perfekter Ort für Fische, Insekten, Pilze. Vielleicht gibt es sogar Leviathane. Lucky. Das wäre was. Nein, nicht. Ich hoffe, ich kann euch etwas bei eurer Arbeit helfen, wenn wir da sind. Ja, du könntest zum Beispiel deine Stimme ändern, sodass ich nicht denke, ich würde reden. Das ist eine gute Idee. Hey, hier ist es. Oh ja, das sieht mir nach... Ui, das ist wirklich schön. Was kichert er denn? Ja. Bisschen dunstig, aber an und für sich hübsch. Grün ist er, sehr grün. Unglaublich. Was für eine Vielfalt. Was ist das da? Was ist das? Dicke Fledermäuse. Ist ja riesig. Aber sowas von riesig. Das Wasser ist... Stimmt, warum ist das... Oh, das ist Wein. Das ist das Land, wo Wein und Milch fließt, oder wie das heißt. Hey, Ach, guck mal. hier entlang. Ach, die bauen gleich ein Lager hier auf. Praktisch, praktisch. So. Also der Wald ist voller symbiotischer Systeme. Aus Wurzeln, Blättern, Blüten, Früchten. Die Insekten sorgen für die Bestäubung. Hey, hilf mir mal kurz. Die Pflanzen haben sich ideal an die Bestäubung durch Insekten angepasst. Das Fachwort dafür ist Entomophilie. Es ist ein Beispiel zweier Lebewesen, die miteinander Danke. Okay. Der ist auf jeden Fall voll in seinem Element. Wusste, dass ihr kommt. Ihr seid doch nicht enttäuscht. Ach was. Die nehmen. Danke. Ja, und? Was hat ihr Team so getrieben? Bitte, sag du zu mir. Und? Was hat du Team so Die getrieben? Gilde hat einigen Einheiten der Expedition Sonderaufgaben erteilt. Auch uns. Warte, sag nicht, ihr seid Asse. Ah, Darf ich vorstellen? Erik, unser Biologe. Ihr zwei kennt euch schon? kennen? Oh nein, aber ich hatte von ihm gehört. Jeder an der Akademie kannte ihn. Was hat er denn jetzt? Horror. Sieht aber lecker Dieser Wald aus. ist unglaublich. Ich gehe nie mehr weg. Jedenfalls, das dort ist Werner, Ingenieur. Von ihm habt ihr vielleicht auch gehört? Er Vielleicht. ist einer der Köpfe hinter der Wyvern-Feuer-Technologie. Oh, was? Mann, ich habe ja so viele Fragen. Und ich bin eine Jägerin. Und wie verlief der Besuch im Dorf? Ja, ging so. Wir sind ins Gespräch gekommen. Kein Glück wegen der Hüter, aber etwas anderes bereitet mir jetzt Sorgen. Monster. Die Doshaguma haben ihr Waldhabitat verlassen und tauchen immer öfter beim Dorf auf. Der einzige Schutz für die Bewohner sind diese sogenannten Windkristalle. Sie sagen, das sei ausreichend, aber... Wir könnten ein Feldlager errichten und diese Doshaguma untersuchen. Was denkst du? Wir haben vorhin sogar den perfekten Ort dafür gefunden. Ich bringe euch hin. Das wäre toll. Danke. Kommt zu mir, wenn es losgehen kann. So, sprich mit Erik und sprich mit Nada. Nada. Jetzt mal hier umgucken.
Also gefällt mir auf jeden Fall... Oh, da ist Wasser. Sind da auch Fische? Oh, da sind Fische. Gefällt mir jetzt schon mal... Guck mal her, ihr Leute, ich zeige euch, wie man angelt. Nee, zeige ich euch nicht. Ich kann leider kein Netz hier verwenden. Ja, dann bin ich... Okay, dann müsst ihr wohl angeln. Was hast du? Als man mir von einem Wald voller Wasser erzählte, ein Feuer entbrannte in mir. Meine Sinne und mein Köder sind geschärft. Bald wieder dicke Brocken meinen Armen zittern. Ich sollte mich vorstellen. Feldexpertin der Rubrum, nicht Rumbrum, Rubrum-Einheit. Kann ja. Ist mir ein Vergnügen. Mir auch. Geh mal den dicken Brocken da angeln. Ich kann gerade nicht. Guck mal, da ist ein Abdonnert. Hallo. Na, du? Okay. Was? Schon wieder weg? Es war doch gerade eben noch hier. Was denn? Was denn? Ich sag dir, hier geht's echt nicht mit rechten Dingen zu. Okay. Ach, guck mal hier. Für Untersuchungen braucht man Vorräte, oder? Ja, okay. Ja, aber hast du irgendwie was Cooles? Also Geld hätte ich jetzt zumindest mal. Das ist schon mal cool. Ich bräuchte... Na, Lebenspulver noch nicht. Ich bräuchte mal ein paar Betäubungsbomben. Das wäre irre praktisch. So, ist das dann Nada? Nee, das ist Gin. Okay. Hey, hör zu. Ich habe dafür gesorgt, dass du hier am Dresden Essenslieferungen abholen kannst. Ist doch unpraktisch, wenn du deswegen extra in die Windebene musst. Wenn du also mal nicht in der Wüste bist, kümmern wir uns hier am Dresden um die Lieferung. Okay, sehr schön. Das ist nicht Nata. Ah, da ist er. Ach, Nada. Wie geht's, Nata? Ich mach mir Sorgen. Glaubst du, die Doshaguma werden Kunafa angreifen? Tja, das versuchen wir rauszufinden. Kann es sein, dass alle Monster aus der Windebene von dem Geklimper abgehalten werden, aber die Doshaguma nicht? Ich soll locker bleiben. Und es ist okay, wenn ich die Sache langsam angehe. Okay. Aber ich fühle mich so nutzlos. Ich bin nicht schlau. Ich kann nicht jagen wie du. Nein, du hast einen Nutzen. Du bist unser roter Hering. Ohne dich hätten wir keine Story, Junge. Hey, sowas braucht Zeit. Vertrau mir, wir finden ihn. Okay. Wenn du meinst. Ja. So, siehste. Einmal optionale Quest geschafft. Jetzt gehen wir erstmal hier ein bisschen unsere Welt sieht lustig aus. Das hat so ein Auge zu, ne? Erstmal Objektbeutel. Ich könnte mir mal so langsam einen Objektbeutel zulegen. Also so. Ich habe übrigens immer noch kein Fleisch gegrillt, was ich eigentlich machen wollte. So. Ja, ist schon in Ordnung. Lass mal jetzt erstmal so. Also, grundsätzlich lassen wir das erstmal so. Was mit dir da? Die hat irgendwas zu sagen. Lieferung Ration ist reingekommen. Ja, geil. Und? Her mit. Wo nehme ich denn das? Was ist das da? Ich will das haben, das leuchtende Dingens da. Aber ich komme nicht mit meinem Netz dran. Das ist doch kacke. Kann ich schießen? Oh, das läuft. Ja, egal. Lieferung Ration ist reingekommen. Ja, dann gib sie mir. Achso, Inhalt annehmen wahrscheinlich. Kann das sein? Nee. Wie funktioniert das? Neueste Information. Ja, super. Das kann es auch nicht sein. Befristete Beutezüge vielleicht? Auch nicht. Zutatenzentrale. Ach so, okay. Alles klar, dankeschön. Sorry, ich bin ein bisschen taub von Begriff, oder wie das heißt. Jetzt mal ehrlich. Wann kriegt dieser weiße Geist endlich aus seinem Versteck? Was machst du eigentlich hier? Wo ist denn Gemma? Bist du jetzt hier der... Die Sache würde ich nämlich gern von der Liste streichen. Ich würde gern meine Ausrüstung verbessern, aber Gemma ist nicht da. Doch, achso, haben wir jetzt zwei? Was ist denn da der Unterschied? Der hat auch einen Rüstungsshop. Wir brauchen doch nicht zwei Rüstungsshops. Was ist denn mit euch? So, also ich möchte meine Ausrüstung verwalten. Und zwar zuallererst mal meine Lanze. Da kann ich noch nicht weitermachen. Da auch nicht.
Da, guck mal, Ballahara. Ja, kann ich noch nicht machen. Sieht aber cool aus. Schnelles Schärfen hat sie drin. Ne, ich habe gerade schnelles Schärfen drin. Ah, okay. So, Knochen könnte ich weiter aufpowern, um dann da runter. Also fehlen halt noch so viele. Guck mal her. Da ist er. Kann ich den jetzt bauen? Ja. Hoffnungslanze, Angriff 100. Ich habe 1 mehr auf Blocken. Zeichnen Sie mal kurz her. Fähigkeiten-Info. Blocken. Verringert geringfügig die Wirkung von Angriffen und reduziert den Ausdauerverbrauch um 15%. Ja, wichtig bei Lanze ist Block hoch, dass du Unblockbares blocken kannst. Blocken generell. Also kriegst du weniger Energie abgezogen. Und Wache oder so heißt das, dass der Rückstoß geringer ist. Das ist sehr praktisch. So. Im Moment habe ich schnelles Schärfen drin, brauche ich nicht wirklich. Aber hier, guck mal, das ist halt eine Feuerlanze, ne? Sehe ich das richtig? Die hat nur noch 5% Affinität. Ja, will ich schon sagen, dass man die da bauen kann. Ich bin startklar. Ja. Alles klar. Alles klar. Ja, aber das wollen wir nicht sehen. Perfekt. Trotzdem danke. Ja. Schöne Farbe. Als Erstwaffe ausrüsten. Und zwar jetzt. Und jetzt gleich mal gucken. Verbessern können wir noch nicht. Also rein vom Angriff her sind wir jetzt nicht besser geworden. Knochenlanze hätte mehr Angriff, aber gucke, Knochenlanze hat halt immer oder nicht wirklich grün. Nicht wirklich grün. Komm, wir gucken mal nach Rüstung. Knochenset, Lederset. Was bringt mir das? Entomologe, Honigjäger. Okay, Chatacabra. Lass mal gucken, die haben wir noch gar nicht angeguckt, gell? Oh, ich sehe. Gar nicht mal so hübsch, ne? Okay, zeig mal die Frauenversion. Nee, das sieht ja aus, als hättest du ein Babbisch Handtuch drüber. Aber es gibt ein Legierungsset. Legierungsset ist immer gut. Zeig ich mal hier. Das gute Legierungsset. Legierungsset hat meist Bebenwiderstand, schnelles Wegstecken. Schnelles Wegstecken ist ganz praktisch. Blocken ist in der Waffe, soweit ich weiß, oder? Kann das sein? Ja, aber irgendwie sind die Skills, die du hier kriegst, nicht wirklich cool. Ich meine, ich könnte es machen, aber Bebenwiderstand, schnelles Wegstecken. Ja, nee, lass mal gut sein. So, Ballahara. Was hat denn der Ballahara Feines? Ausweichdistanz, Hungerwiderstand. Ausweichdistanz ist ja der heiße Shit bei den Leuten. Ich mag's nicht so. Also, Lanze ist sehr gut spielbar ohne Ausweichdistanz. Von daher. Ich muss mal. Aber komm, angucken können wir sie uns ja mal. Das Auge da oben sieht cool aus. Okay, natürlich würde ich da den Helm nehmen. Ist das cool, dass man jetzt die Auswahl von mehreren Rüstungsaussehen hat. Also die Männer- und die Frauenrüstung machen kann. Das finde ich richtig gut. Aber im Moment ist es noch in Ordnung. Wir gucken mal, ob wir für den Palico was Lustiges finden. Ja, es ist schon... Das lassen wir jetzt erstmal hier. Ist soweit in Ordnung. Ja, wir machen jetzt erstmal Story weiter. Was gibt's hier? Da bist du ja. Ja, da bin ich. Lass dich mal ansprechen, bitte. Bereit zum Aufbruch? Wie Aufbruch? Ich dachte, wir wollen jetzt quatschen. Ja, klar. Zu Fuß. Es wäre nicht fair, wenn nur wir die Cycre nehmen. Okay. Danke. Ich hatte schon befürchtet, wir müssten uns erst noch Flügel wachsen lassen. Ach was. Okay, dann los. Gib dich zum Feldlagerplatz. Ei. Oh, ist das schön hier. Da waren eben noch Schmetterlinge. Schmetterlinge. Okay, die werden auch nachher noch da sein. Oh, ist das schön hier. Endlich mal grün und nicht dieses blöde Gelb. Bläh. Ich gehe natürlich jetzt erstmal darüber.
Ah, das ist aber falsch, ne? Ja, ja, ich komme ja schon schmutzen die wieder rum, weißt du? Ich muss hier unbedingt gucken, dass ich hier nicht irgendein Tier übersehe. Was mit dir? Achso, die steht da rum. Bitterkäfer. Braucht man nicht. Was ist das da? Blattschlepper-Ameise. Ameise, die große Mengen Blätter sammeln und diese in ihr Nest bringt. Ja, cool, ganz im Hand. So. Wo seid ihr denn hin? Da. Ja, ich komme ja Immer schon. dem Fluss nach. Immer dem Fluss nach. Warum glaubt ihr, dass Wasser rot, dass das Wasser rot ist? Einige plausible Erklärungen. Vielleicht überschüssiges Plankton, das zur Rotfärbung beiträgt. Auch verrottende Pflanzen könnten der Auslöser sein, aber dann wäre das Rot nicht so intensiv. Es soll wohl auch Berichte über Monster geben, die das Meer muss ich hin? Doch das ist weit hergeholt. Tut mir leid, aber die brauche ich. Jedenfalls Das ist wichtig. keine Sorgen zu machen. Das Hallo? Wasser war absolut Nein, genießbar. nicht umdrehen. Ihr habt ihn das trinken lassen? Er war nicht aufzuhalten. So. Wo wir gerade dabei sind, wenn ihr gerade nichts labert, Spiel pausieren. Andersrum. Ich habe den Fotomodus noch nicht freigeschaltet. Ach Mann. Naja. Dann halt. Oh, ist noch ein Vogel. Aber ich glaube, so einen habe ich schon, oder? Das sind doch auch die. Das kriege ich hin, pass auf. Ah, habe ich ihn erwischt. Ein Zierflügler. So, alles klar. Mann, ey. Ich finde das richtig, richtig gut, dass man so schnell aus dem ersten Gebiet rauskommt. Normalerweise, also bisher war es noch bei eigentlich jedem Monster Hunter, das erste Gebiet ist immer so das Heimgebiet, wo du so denkst, ah ja, hier gefällt's mir, hier kenne ich mich aus und tralala hin und her. Hier bei Wilds, ich finde das erste Gebiet grafisch hässlich. Also nicht, dass es hier sieht aus wie PlayStation 1 Grafik, nee. Aber halt dieses Braun und dann wird alles sandig und dreckig. Was ist das da? Weißt du, da dreht sich was. Ich dachte, das sind Fische oder so. Das sind Fische. Sternenstäuber. Okay. Ich muss halt aufpassen. Da, hier. Ja, ich kann nicht weiter weggehen. Ich habe mich da gerade automatisch rumgedreht. Also, ist ein bisschen doof. Kleine Kreaturen, überall um uns herum. Was heißt hier spüren? Ich fang die. Können wir eine mitnehmen? Was? Wenn das Lager steht, ja. Wo denn? Sie Was sind denn? uns wohl nicht feindlich gesinnt, aber wir sollten trotzdem vorsichtig bleiben. Um was geht's? Habe ich was verpasst? Rein so. Zündfunke. Nein! Nicht! Mann, ey, ich muss mich da erstmal dran gewöhnen. Ja, okay, genau, warum ist es hier nicht rot? Bleibt nur die Frage, wo es herkommt. Ah, warum folgen wir dem Lauf nicht bis zu seiner Quelle? Mensch, du bist ja eine Wenn Bombe. das Lager steht. Die Idee wäre ich nie gekommen. Na, ihr? Ich fasse immer noch nicht, wie groß der Wald ist. Jeder Schritt wird weitere faszinierende Guck mal, das sind Entdeckungen. fleischfressende Pflanzen. Und es ist alles so prächtig Der faucht und mich da an. lebendig. Alter, die machen mir schon Wo soll irgendwie man da Angst. nur anfangen? So viel zu untersuchen und sammeln. Aber ja. Ich würde mich am liebsten wie ein Irrer ins Dickicht stürzen. Ich wollte ihn retten, den Vogel. Leben müssen. Aber die Pflanze hat ihn gefressen. Ich wollte ihn retten, ihr habt's gesehen. Konzentrieren wir uns auf die Aufgabe. Mann. Nicht cool. Okay, Pflanzen, fleischfressende Pflanzen, die Vögel fressen, sind irgendwie nie mehr so cool. Kann ich darüber gehen? Geh nicht
zu weit weg. Ist ja gut. Man darf halt wirklich keine 10 Meter vom... Was ist das Rosane da drüben? Man darf keine 10 Meter von allem abweichen irgendwie. Giftkelch. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Da ist jetzt das giftig. Was bist denn du? Also, das da, was ist das? Leuchtmoos? Bleib doch mal hier. Nicht zu weit weg. Ja. Ja gut, Tante. Honig. Ist doch hier. Hier ist es. Was ist hier? Gut, bauen wir auf. Rufst du das Ach so. Logistikteam? Okay. Logistikteam. Da hast du aber gut geschossen, dass der durch das Dickicht da gekommen ist. So. Okay. Okay. In Feldlagern kannst du deine Objekte und Ausrüstung verwalten, die Schnellreise nutzen und nach Ohnmachten zurückkehren. Und speichern. Damit kann die Untersuchung beginnen. Wir sollten nach Spuren der Doshaguma suchen. Ich helfe euch. Danke. Möglich, dass wir auf dem Weg her welche übersehen haben. Fangen wir da an. So. Wie jetzt? Ach, darf ich mich jetzt bewegen? Folge den Spuren. Ich muss mal gucken, ob ich mich hier frei bewegen darf. Das ist wichtig. Konzentrieren wir uns auf die Quest. Nein, darf ich nicht. Ist ja gut. Aber schön ist es trotzdem hier. Guck mal. Ich frage mich, ob es wieder geheime Gebiete gibt. Hey, seht mal. Braunes Fell. Oh, das sind doch Doshaguma, oder? Hey, seht mal. Pflanzen. Feuerkraut, um genau zu sein. Das sieht aus wie Doshaguma-Fell. Ja. Aber die Strähnen weisen eine unterschiedliche Länge und Dicke auf. Sie könnten in einem Rudel unterwegs sein. Ach so, von verschiedenen oder was? Meinst du das? Dass das von verschiedenen Doshaguma ist? Ich wollte gerade sagen, ja, mein Gott, verschiedene Längen und Dicken. Ich habe auch verschiedene Stellen an meinem Körper, wo Haare sind, außer auf dem Kopf. Aber am Kopf. Die sind aber zum Beispiel nicht so lang wie die anderswo. Wovon ist das? Doch nicht von einem Doshaguma. Lalabarina Flachs. Lalabarina Mucus. Da ist Doshaguma-Fell. Ist da drüben auch noch? Darf ich da hingehen oder ist das verboten? Ne, da darf ich jetzt halt hingehen. Hier ist noch mehr. Da ist noch mehr. Mann, ey. Ja, das ist ein Kratzer. Muss ein großes Exemplar sein, wenn es solche Furchen hinterlässt. Das ist ja furchtbar. Die Farbe des Fells, sie passt nicht ganz. Der ist halt rot, ne? Vielleicht haben wir es mit einer Art Alpha zu tun. Die Spähkäfer scheinen da hinten auf etwas zu reagieren. Unglaublich. Ist das Lalabarina-Flachs? Lalabarina?
Ein Monster. Temnozeran. Riech mal. Stinkt wie Sau. Es handelt sich um eine besondere Art Lähm. Riech mal. Riechst du auch? Riecht das für dich auch nach einem Lähmgift? Ja, super. Gibt es noch mehr? Findest du, dass das noch Chlorophyll riecht? Ja, geht so. Ich wusste es. Es ist eine Lalabarina. Dem Geruch nach sind ihre Paralyseeigenschaften nur schwach ausgeprägt. Also ist sie noch jung. Oder alt. Da ist noch eine. Die Farbe ist nicht verblasst. Wir sind wohl nah am Nest. Ich wollte gerade sagen, guck mal nach oben. Süße intellektuelle Nektar, nach dem ich mich so sehnte. Du bist so faszinierend, Wald. Ein komischer Kauz, aber er kann was. Ja, vor allem verloren gehen, aber definitiv. Wie ist er schon abgehauen oder was? Das sind schon ziemlich viele, ne? Allein losgezogen. Ich glaube aber doch. Das ging flott. Junge, das ging flott. Sieht aus, als sei er gelähmt. Berühren wir das Nest, sind wir die Nächsten. Aber Ich helfe dir. Schaff doch. Was hat er da? Sie. gib mir Deckung. Ist das so ein Feuerdingens oder was? Aufgewacht, Schlafmütze. So. Jetzt muss ich wohl gleich gegen eine Lalabarina kämpfen. Das ging verdammt flott. Und ich dachte, erst kommt ein Doshaguma dran. Gleich mal gegen eine Spinne. Guten Tag. Ich hoffe, du bist gegen Feuer anfällig. Olivia, bring Erik ins Lager. Hast du gedacht, hä? Hier, schenke ich dir. Aua. Die macht lustige Geräusche. Was soll das? Hör auf, dauernd so zu machen. Na komm, bleib hier. Wo ist denn die Wunde? Ach, die ist da unten, die ist an der rechten Klaue. Das ist ungefähr hier. Das ist gar nicht so leicht. So, hab ich dich. Komm hoch. Komm runter. Sorry, irgendwie kriegt es das Spiel sehr gut hin, dass man sich unter Monstern platziert. Was macht das da? Keine Ahnung, aber wir sind jetzt drin hier. Komm, bleib doch mal stehen. Okay, ich muss mal irgendwo ein bisschen schleifen. Halt mal bitte das Monster mir vom Leib. 3,
Schnellschleifen drin, das ist immer praktisch. Also zumindest mal eine Klaue habe ich schon. Zweite Klaue. Jetzt könnten wir mal an die Beine gehen, oder? Die gerade aus ihrem Schwanz, aus ihrem Arsch eine Nadel rausgestreckt. Wolle. Haut ab. Bleib doch stehen. Nein, ich will... Okay, ich muss das unbedingt ausschalten. Jedes Mal, wenn das Monster zum ersten Mal die Karte verlässt und dann kommt die Tür, macht doch ein Notrufleuchtzeichen. Nein. Nein, das werde ich nicht tun. Mach mal gleich. Erstmal ein bisschen Zeugs aufsammeln. Was haben wir hier noch? Spinnennetz. Oh ja, Spinnennetz kann man gebrauchen. Kannst du... Wie komme ich denn da hoch? Ach, gar nicht. Kannst du zusammen mit Efeu zu einem Netz machen. Für Fallgruben. Achso, brauche ich nicht. Habe ich schon. So. Also weit ist sie ja nicht, hoffe ich doch, oder? Da ist sie. Hast du da etwa eine Wunde? So, einmal. Und hier noch eine. Ich glaube nicht. Also, so wie ich das jetzt... Ich habe mich noch, ehrlich gesagt, nicht wirklich informiert. Wie ich das aber jetzt verstanden habe... Hast du gedacht, hä? Ist es wohl so, wenn man die Wunden bricht, dann fällt sie um, das Monster. Wenn man sie aber nicht bricht und weiter drauf kloppt, machst du potenziell mehr Schaden. Die haut schon wieder ab. Ganz praktisch, ich muss auch mal eine Ration essen. Oder, passt auf, ich habe da, warte mal, was sind denn das für Viecher? Die habe ich ja vorhin platt gemacht, ne? Ah, ja. Na komm. Ich muss ja gucken, was das ist. Der lebt noch. Au. So, also mein Plan ist folgender. Ich grille mir was. Wo habe ich denn den Grill? Kann ich hier nicht grillen? Das wäre natürlich tragisch. Ah ja, ich wollte nur eine Ration essen. Und vielleicht noch eine dazu. Was haben wir denn hier? Früchtmoos. Ah ja.
So. Sicherheit geht vor, ne? Komm mal da runter, da. Wo bist du hin? Was ist da im Hintern hier? Jetzt kommt die schon wieder mit ihrem dummen Zeugs da. Kannst du mal vergessen, ich weiß nicht mehr, was es ist. So. Auf den Schweif. Hintern. Oh, das ging erstaunlicherweise sehr flott. Ja, es sind halt Dorfquests. Danke. Es sind halt Dorfquests, sprich, die Monster sind recht schnell platt. So. Okay. Gucken wir uns hier mal noch ein bisschen um. Ich finde trotzdem seltsam, dass ich nicht grillen kann. Ich habe doch aber Steaks dabei, rohe, also rohes Fleisch dabei. Und einen Grill habe ich doch auch gekriegt. Doch, da. Tragbarer Grill. Warum kann ich den nicht nutzen? Habe ich noch nicht gezeigt gekriegt, wie man Grill benutzt oder was. Das kann natürlich sein. Ja, aber dann soll er mir keinen Grill geben, wenn er mir nicht zeigt, wie man ihn benutzen kann. So. Was haben wir denn hier? Haar von einer Lalabarina. So weiß und makellos, dass es ein hochwertiges Fell sein könnte. Ja, ja. Körperflüssigkeit. Eine klebrige, rote Substanz, die Lähmung verursacht. Aha, ja, klar, wenn man kein Blut sehen kann. Die Klaue einer Lalabarina, scharfe Schneide, ist blutrot gefärbt. Dann hätten wir noch ein paar Zertifikate. Monsterfluid. Noch mehr Zertifikate und ganz viel rohes Fleisch, das ich nicht grillen kann. Das ist noch ein bisschen doof. So, guck mal, jemand. Palico ist jetzt Stufe 4. Sehr schön. Gute Arbeit. Gehen wir zurück zum Basislager. Aber nur, wenn du mich grillen lässt. Ich bin dir wirklich was schuldig. Ohne dich wäre Erik verloren gewesen. Ja, danke vielmals. Verblüffenderweise kann ich das Gift hinten im Rachen immer noch schmecken. Was das, also, Wunderbar. ja. Wir werden, denke ich, die Untersuchung der Doshaguma fortsetzen. Was ist mit euch? Erik ist fit, also geht's wieder auf die Suche nach dem weißen Geist. Apropos, ich habe mit Nata gesprochen. Er will uns unbedingt helfen, das Ding zu finden. Wenn es euch nichts ausmacht, kümmere ich mich eine Weile um ihn. Er ist unser einziger Zeuge. Was für schöne grüne Augen, hast du das gesehen? Ja, ich will nicht hier rumsitzen. Ich will helfen. Okay, Hilfe. Danke. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Wir zählen auf dich. Gut, dann pass auf dich auf und viel Glück. Danke. Dankeschön. So. Nata schafft das. Gehen wir erstmal zurück zum Lager im Wald. Wir sind doch im Lager im Wald. Kann ich dich kurz ausborgen? Ich? Ja, was willst du? Hey, verbesserst du auch schön deine Waffen? Ja, ja. Oh ja, es gibt neue Und Waffen, komm gell? hier nicht mit Materialverschwendung. Nix eine Materialverschwendung. Ich würde dir alles geben. Was bringen, oder? Ja, genau. Hier, da sind wir einer Meinung. Also keine Ausreden. Probier's aus. Was gibt's Feines? Machelit jetzt ein Erdkristall. Oh, geil. Wieso kann ich gerade nicht schmieden und verbessern? Derzeit nicht anwählbar? Was ist denn das alles? Egal. Lanze. Je nach verwendeten Verbesserungsmaterial erhalten Waffen verschiedene Fertigkeiten und verschiedenes Aussehen. Okay, wenn das da so steht, dann kriegen die verschiedenes Aussehen.
Der Waffenbaum veranschaulicht die verschiedenen Waffen des jeweiligen Typs mitsamt deren Verbesserungen. Unter Schmiedestile und Verbesserungen werden aktuell herstellbare und verbesserbare Waffen aufgeführt. Kriege ich jetzt den Waffenbaum erklärt? Junge, ich habe hier schon 5 Waffen gebaut. Lalabarina. Lähmwaffe. Mein Liebling. Ich mag Lähmwaffen sehr. Lähmwaffen sind online. Aber so hübsch finde ich sie eigentlich gar nicht mal, ne? Naja. Gibt schlimmere, aber hübsch ist sie nicht. Lass mal kurz gucken, ob wir noch was anderes bauen können. Irgendwas aufwerten oder so. Valahara. Achso, den hatten wir ja schon, ja. Kann ich die aufpowern? Nee, kann ich noch nicht. Aber die Knochenlanze könnte ich weiter aufpowern. Aus der Knochenlanze wird am Ende eine Kematris-Lanze? Weiß ja nicht. Das so. Und aus der Knochenlanze wird am Ende diese Lanze, die ich aber schon habe. Nun ja. Wo waren wir denn? Lass mal gucken. Also ich bin dafür, diese Lanze zu bauen. Nein. Nein, bin ich nicht. Bin ich nicht. Bin ich nicht. Ich will erst die Rüstung angucken. So, guck mal hier, Lalabarina. Zeig mal her. Oh ja, das hat was. Also dieses Rot-Weiß hinten so. Zeig mal die Frauenrüstung. Ja. Schönes Kleid und es fällt schön. Also das ist, finde ich, immer gut. Aber hier kannst du vergessen. Ich mag dieses, wie heißt dieser komische Schnitt bei Kleidern? Jetzt, oh, ich krieg's noch nicht mal hin, meine eigene Hose. Dieser Babydoll, also wo genau unter der Brust das Kleid anfängt und quasi kein Bauchteil vom Kleid ist. Ja, das mag ich nicht. Das sieht halt immer komisch aus. Aber der Hut ist schöner. So, dann würde ich nämlich sagen, pass auf. Hallo? So. Moment. Was ist denn das da? Ist das nur das Oberteil? Okay, das Oberteil selbst ist ja eigentlich hübsch, ne? Weil dieses Gebämbel da vorne mag ich nicht so. Dann machen wir das so. Die Handschuhe finde ich bei der Frau besser. Waffengurt. Das sieht gut aus. Und Hose oder Röckchen? Oh, das sieht... guck dir mal die Netzstrümpfe an. Und die Stöckelschuhe erst. Mann, das sieht gut aus. Das gefällt mir. Was hat denn das für Dinger? Finde ich das? Neopteron-Alarm hat es. Wo kann ich ein Fähigkeiten-Info, genau. Erholungsplus. Erhöht die Menge der wiederhergestellten Gesundheit. Ja. Erhöht die an Sammelpunkten erhaltene Menge Honig. Aber das sind nur die Beine. Wieso? Also man braucht nur ein Teil oder was? Weiß nicht. Ja, also, ja, sieht schon gut aus, aber es ist jetzt nicht so. Oh ja. Oh ja, die Westboy-Sets. Die Männerrüstung sah früher immer aus wie ein Nashornkäfer. Ja, die Frauenrüstung geht so, ist jetzt gar nicht mal so hübsch. Aber was haben die? Aktive Fähigkeiten. Ich will keine aktiven Fähigkeiten. Ich will die Fähigkeiten vom Set selbst wissen, weißt du? Überlebensexperte und Lähmungswiderstand. Ah ja, okay. Was ist denn Piragil? Ach, das waren diese komischen Viecher im Wasser da eben, gell? Nice Hose, was gibt's? Wasserwiderstand, okay. Und hier auch.
So. Also. Nö, ich will nicht fortfahren. Ich will hier weg. Ich will mir eine schöne Lanze schmieden, natürlich. Eine Online-Lanze sozusagen. So, gucke. Und das lassen wir jetzt auch schön laufen. So. Auch wenn ich die Lanze selbst nicht so hübsch finde. Ja, es soll so Tulpenknospenart sein. Warte mal. Landabarina. Ja, komm, die nehme ich. Hat ein bisschen mehr Grünes. So. Was brauchen wir denn? Weiteres habe ich noch nichts. Ich will die mal vergleichen mit der ich hatte. Die hat 10%, also 5% mehr Affinität. Hat halt genauso viel Lähmung wie das andere Feuer. Aber Lähmung ist halt praktisch. Grundsätzlich kannst du erstmal, ich sag mal so, ziemlich jedes Monster lähmen. Kritisches Ziehen. Ja. Ist okay. Was sehe ich denn? Das kritische Ziehen. Zeige ich mal kurz her. Fähigkeiten, Info, kritisches Ziehen. Erhält die Affinität beim Ausführen von Zugangriffen 50% beim... Ja. Also Zugangriffe ist, wenn die Waffe weggesteckt ist und der erste Pieks. Also er trifft auf jeden Fall. Irgendwann gibt es immer einen ersten Pieks. Aber bei einem Großschwert zum Beispiel ist das deutlich praktischer. So, egal. Habe ich jetzt eine schöne Lanze? Eine Quest wurde freigeschaltet. Gib dich zum Feldlager. Laber doch nicht. Ich bin doch im... Ach, das ist das, was wir gerade gefunden haben. Ach so. Hey, Rosso. Alles klaro. Was geht? Alles, was Beine hat. Oh, guck mal, sie hatten gefangen. Sehr schön. Ich würde ja gerne jubeln. Aber ich kann nicht. Oh doch, ich kann. So. Ach, jetzt kommt da auch noch. Guck mal, und das Allerwichtigste ist das hier. Guter Beruf. Das ist das Wichtigste. Ja, was haben wir denn noch drin? Winken. Der Winken ist natürlich zur Verabschiedung immer gut. Was ist denn eine niedliche Pose? Die schmeiße ich raus irgendwann. Ja, das ist das, was ich jetzt erstmal angepasst habe. So. Ja. Man kann klatschen, während man läuft. Sorry, ich muss das gerade meiner Freundin... Kann man auch grüßen, während man läuft? Ja, kann man. Das ist ja praktisch. Und kann man auch winken, während man läuft? Nee, doch. Man kann winken, während man läuft. Das sieht mir total blöde aus. Wer bist denn du? Ja, jetzt, Entschuldigung. Ich wollte dich eigentlich nur ansprechen. Warte mal. Sag mal, ist das immer, wenn die da... tatsächlich, immer wenn die so ein kleines Ausrufezeichen dran hat, dann hat sie neue Sachen für mich. So. Im Moment sehe ich das richtig gerade. Ich kann hier grillen. Hä? Moment. Geschäftlich hier, ja? Nee, der hat immer noch ein Ausrufezeichen. Ja, so. Ich kann hier grillen. Okay, dann grillen wir halt hier. Ich dachte, man kann nur draußen grillen. Egal, dann grillen wir mal. Geh mal weg, Katze. Katzmi. So, Mahlzeit grillen oder Fleisch grillen. Behalte beim Zubereiten die Farbe des Fleischs im Auge und drücke im richtigen Moment A. Die nächste Herausforderung ist, es in perfekte Stücke zu schneiden. Drücke zur rechten Zeit A, um mehr Stücke zu erhalten. Na dann. So. Bam. Yay! Lecker. Bereite dein erstes gebratenes Steak zu. Okay, also, ja, ich finde das alte Grillen immer noch besser. Erinnert ihr euch noch? Keine Ahnung, wem sage ich das, ne? Was war das? War das schon in Tree oder erst in Tree U? Also Tree, keine Ahnung, wie er es nennt, 3 Ultimate. Wo es einen Doppelgrillspieß gab. Also du hast da so einen Grillspieß, dann drehst du das und drehst und drehst und drehst. Moment, ich muss hier drehen. Und dann, wenn es gut ist, und dann, lecker.
Aber du hattest einen Doppelgrillspieß. Du konntest du da drehen und dann konntest du da drehen und dann konntest du brim. Oh, das war so super, hey. So. Also, Mahlzeit grillen. Was haben wir denn? Empfohlene Mahlzeit, eigene Mahlzeit. Füge Gerichten zusätzliche Zutaten hinzu, um Mahleffekte zu verstärken und zu verlängern, sowie Nahrungsfähigkeiten zu aktivieren. Geht das jetzt endlich? Fleisch, Gemüse, Fisch. Ich habe noch nichts anderes. Ja, komm, wir machen mal Fleisch für Angriff. Kunafa-Käse. Wo habe ich denn den hergekriegt? Was macht der? Verringert manchmal erlittenen Schaden. Ja, klar, hermit. Mach mal. Normalerweise... Boah. Die Käse drauf. Das ist immer krass. Ui. Jawohl, der muss sich jetzt auch so richtig schön ziehen. Ja, genau so. Lecker Schmecker. Normalerweise habe ich eigentlich immer Brot, also Getreide. Ach, ihr merkt schon, Drie war der Einstand für mich. Deshalb vergleiche ich alles mit Drie. Also was Ausdauer und Verteidigung hoch macht. Angriff war mir eigentlich nicht so wichtig. Weil, ja. Aber hier, ich meine, es sind Dorfquests. Die sind halt relativ leicht. Und da kannst du halt mal auf Angriff gehen. So, oh guck mal, wo ist denn Alma? Komm ich da hin? Wo ist sie denn? Da hinten. Warte, ich komm. So, was hast du denn eigentlich für Quests? Zeig mal her, gibt's irgendwie was Cooles oder so? Die habe ich alle erledigt. Das scheinen wohl die Urgent-Quests, also die dringenden zu sein. Was ist das da? Ah, das sind die Fische, die man machen könnte. Ah, ja, okay. Anstifter, jede Rose. Ein Mitglied des Expeditionsteams hat Sichtungen eines großen Monsters gemeldet. Bitte sieh dir die Details zur Anfrage an, bevor du... Käfer im Wald. Westbeut. Ach, schön. Ja, die mache ich dann irgendwie online oder so. Gibt es schon Event-Quests? Nee. Lobby-Mitglied-Quests. So, wo wir gerade dabei sind, wenn wir schon mal da sind. Oh, was ist das hier? Monsterlexikon. Achso, es gibt einfach was Neues. Monsterlexikon. Lexikon großer Monster. Hier ist das, ne? Alahara. Haben wir doch letztens schon gelesen. Okay. Alles klar. Doshaguma reißt an Bestien, die manchmal in Rudeln unterwegs sind. Doshagumas sind sehr kräftig und extrem aggressiv und stürzen sich selbst mit ganzer Kraft auf ihre Feinde, selbst auf andere kleine Monster. Sie bringen ihre Beute in ihre Höhlen, yes, nein, was gelegentlich zu gewalttätigen Auseinandersetzungen führt. Da waren wir noch nicht. So, jetzt pass aber auf. So. Haben wir hier irgendwie was Neues? Ja, keine Ahnung. Ich will eigentlich... Lalabarina. Der lähmende Effekt eines einzelnen Lalabarina-Flachshaars ist zu schwach, um jemanden auszunocken, aber wiederholter Kontakt sollte besser vermieden werden. Der Stachel an ihren Abdomen, das ist der Bobbes, macht Angriffe von hinten riskant, aber wenn sie erschöpft ist, bleibt er ausgefahren und ist verwundbar. Hängt sie von der Decke, kann sie Berichten zufolge mit ausreichend Angriffen zu Boden geholt werden. Oder man schießt sie einfach runter mit so einem komischen Mooskapsel-Dingens. So. Temnoceran aus dem Kaminwald, die sich durch pirouettenartige Bewegungen auszeichnen. Ihre Körperflüssigkeiten enthalten ein Nervengift, welches sie mit Wasser mischen, um an ihrem Hinterleib rote, blütenblattförmige Borsten zu erzeugen. Bei Aufregung öffnet Lalabarina diese Borsten wie eine tödliche Blume und stoßen sie als Flachsbüschel ab, die alles lähmen, was mit ihnen in Kontakt kommt. Schön. Haben wir wieder was gelernt. Das lassen wir jetzt erstmal so sein. Das, ich weiß nicht, sind wir das kleine Monster? Komm, wir machen mal einheimisch. Uiuiui. Also ich will das da will ich wissen. Prunkschalenkrabbe. Eine Krabbe, deren Aussehen sich seit Urzeiten nicht verändert hat und die größer ist als ihre Verwandten. Bei Gefahr flieht sie sofort mit hoher Geschwindigkeit, ohne auf ihre Tarnung zu achten. Stattdessen sammelt sie metallene Objekte auf ihrem Panzer an, die wohl Artefakte einer alten Zivilisation sind. Ja, ist doch gut. Das war vorhin, da gab es irgendwie ein Achievement oder so dafür, keine Ahnung. Ja, so, ich würde eigentlich gerne
Mein Jägerprofil. Ja, ich kann hier halt nichts ändern. Junge. Ja, doch. Ich habe keinen Talisman. Nein. Ich würde halt... Wo habe ich denn die ganzen Dinger daher gekriegt? Ich würde das halt gerne anpassen. Das wäre eine feine Sache. Die Pose anpassen, weißt du so. Geht halt alles noch nicht. Oder ich weiß nicht, ob es geht. Ich weiß halt nicht wie. Jeden Quatsch erklären sie dir, aber so Sachen wie geht gerade nicht, erklären sie dir auch nicht. Wie die Gesten zum Beispiel. Die habe ich vorhin bemerkt, aber sie sind nicht gegangen, ja, weil man sie erst freischalten muss. Dann sollen sie doch sagen, geht gerade nicht. Ach Mann, das da oben will ich fangen. So, ich tue jetzt noch ein bisschen Fleisch grillen, weil ich es kann. Das ist irgendwie im Dunkeln voll schwer. Ist doch gar nicht schlecht. Ja, ist irgendwie schwarz geworden, aber sonst... Nochmal, los, komm, das geht besser. Sorry, ich war so abgelenkt. Takt. Ja, du musst halt auf den Takt achten. Wieso sagt sie nicht, lecker, sondern hehehe. So. Ja, ihr müsst am Schluss, ihr hört ja diese Cowbell, diese Kuhglocke. Das ist der Takt, wo ihr dann A drücken müsst. Und dann kriegt ihr habt ja jetzt gesehen, 12 Stücker Fleisch, das ist schon ordentlich. Was ist denn unsere Quest? Uns zum Feldlager zu begeben. Ja, komm, dann machen wir das. Ist da das Feldlager? Nee, ne? Naja, ich muss mir... Das sind wieder die Schmetterlinge gewesen. Und ich hab's nicht gefangen. Man kann außerhalb... Wahnsinn, oder? Früher war es so, dass man innerhalb von Städten nicht grillen konnte. Jetzt ist es so, dass man außerhalb von Städten nicht grillen kann. Wer macht denn sowas? Was war denn das Gelbe da? X. So. Erstmal da durchgehen. So. Ist das hier diesig? Also wird es dann irgendwann auch mal heller? So. Hier geht's irgendwo hin. Runter. Ich tue jetzt gerade mich ein bisschen umgucken. Einfach, weil ich es kann. Warum auch nicht? Was ist das? Salbenkapsel brauche ich nicht. Steine brauche ich auch nicht. Was gibt's hier? Das macht hier immer so. Oder so. Hörst du das? Oder bin ich das? Das Ding ist, wenn man eine andere Rüstung anhat oder auch Waffen, die machen ja auch Geräusche beim Laufen und die machen auch unterschiedliche Geräusche. Nullbeeren, Hermit. Noch eine Nullbeere? Okay. Ach, ich gehe zurück. Ach, da sind wir. Ach so. Okay, Open World. Ich bin nicht bereit für Open World. Ist halt einfach so. Daneben. Ich bin nicht bereit für Open World. So, ja. So, deshalb gab es hier ganz kurz geruckelt. Da hat er wohl nachgeladen an genau dieser Stelle. Interessant. Haben wir wieder was gelernt, ne? Alles mitnehmen, Jungs. Kann nie wissen, wann es das nächste Mal was Cooles gibt. So, guck mal, geht's rechts und links. Wir sind vorhin rechts gegangen. Okay, dann gehen wir jetzt halt links. Links ist eh immer besser. Ich da mal umgucken. Im Moment gehe ich jetzt mal so die ausgetretenen Pfade. Irgendwann, wenn wir uns dann mal so richtig umgucken, so, weißt du? Oh, was ist das? Das sind da lauter Blattschleppameisen. Alles klar. Ja, hallo? Kann man sich eigentlich noch bücken? Ja, kann man. Okay.
Kamin-Wonnebarsch. Also wunderbar. Zack, 2 Stück, glaube ich. Das da ist kein Wonnebarsch. Sushi-Fisch, Schlammfisch, Schlammfisch, Schlammfisch. Was ist denn du jetzt her? Sag mal, wie komme ich denn an das Lager dran? Das war doch nicht so weit weg. Nicht dumm oder was? Ach, ist das schön, wenn man sich jetzt endlich mal gescheit umgucken kann, wie man will. Zuerst war er an nichts interessiert. Nur traurig. Irgendwann kam er dann aus seinem Loch. Aber man konnte ihm ansehen, wie viel er noch mit sich rumtrug. Er soll nicht denken, dass wir nicht auf seiner Seite sind. Aber ich habe Angst, dass er das Ganze überstürzt. Ja, Quatsch. Typische Reaktion auf, oh, es gibt hier Probleme, seelische Probleme. Typische Männerreaktion. Ach, Quatsch. Ist einfach so. Wer was anderes behauptet, lügt. Hoppala. Da oben sind Vögel wieder. Einen habe ich. Zierflügler. So, ja. Den nehmen wir auch noch mit. Ich glaube, das waren 2. Ja? Was bist denn du für ein Depp? Junge. Tot. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Noch einer hier? Nee. Schön Karfen. So. Lauter Wonneberge. So. Ich habe keine Ahnung, ob das die richtige Richtung ist. Huch, was ist denn hier los? Hätte. Ich habe 3 verschiedene Sorten hier. So, noch einer, oder? Komm her. So, den haben wir es gegeben. Schön abernten hier. Kann nie wissen, für was man es braucht. Immer wichtig. Früher war es ja noch so, bei den alten Teilen. Also wenn ich sage die alten Teile, meine ich vor World. Du konntest nur eine gewisse Anzahl von Items in der Kiste lagern. Und dann hast du dir irgendwie so ein komisches Buch gekauft, das es irgendwann gab. Und das war sehr teuer. Irgendwie so Packbuch 1 oder sowas. Und dann hast du irgendwie 2 Seiten mehr in deiner Kiste gehabt. Und da gab es dann 3, 4 Packbücher oder so irgendwie, dass du dann einigermaßen Items hattest. Lagern konntest. Das war doof und dem weine ich auch nicht hinterher. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Dem ich ein bisschen hinterher weine, früher hattest du Kombobücher, also Kombinationsbücher. Wenn du zum Beispiel ein Fallengerät und einen Donnerkäfer kombiniert hast und dann kriegst du ja eine Schockfalle, also eine Elektrofalle. Und wenn du kein Kombibuch dabei hattest oder das, ne, und dann hattest du eine Chance von 50-50. Und wenn du halt Pech hattest, dann ist es kaputt gegangen, hast du Pech gehabt. Und deshalb hast du immer 2 Kombibücher in deinen Items drin gehabt. Hier in deinem Beutel, ne? Der Beutel war natürlich irgendwann voll. Er hat nicht so viel gehabt wie die da. Wie zum Beispiel Schleifsteine. Du kannst da hochklettern. Schleifsteine waren Verbrauchsobjekt. Oh cool. Was ist da hin? Ja, Schleifsteine waren Verbrauchsobjekte. Sprich, es konnte sein, dass du keine Schleifsteine mehr hast. Das war halt ziemlich doof dann.
So, sehe ich das richtig, dass das hier so eine Stelle ist, wo man könnte ein Lager aufbauen. Oder ein Lager aufbauen könnte. So rum heißt das, glaube ich. Komm mal her. Hüpf, komm, wir fliegen mal ein bisschen. Ja. Yeah. So. Okay, wir sollten mal so langsam gucken, dass wir hier irgendwie weiterkommen. Ich weiß halt nur nicht wirklich, wie und wo. Ah ja, hier waren wir, genau. Da sind wir entlang gegangen, jetzt weiß ich es wieder. Da ist doch unser, guck mal da. Was ist das da für ein Geräusch? Ach, das sind die. Ah, jetzt seid ihr dran. Ihr Mistviechers. Kommt mal runter. Jawohl! Man kann sie ausnehmen. Nein, 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 nein! Lass mich ausnehmen hier. So. Oh, was ist das? Zerbrochener Stachel. Ach, ich dachte eben, was kommt denn da gerannt? Ja, das ist mal ein Tier. Moment. Wieder sind neu. Hallo, ihr da. Heute schon gestorben? Der lebt noch. Ich erlöse dich von deinem Leid. So, ach Gott, bin ich ein guter Kerl. Da hinten an den fleischfressenden Pflanzen, da war dieser kleine bunte Vogel, der dann reingeflogen ist, der Trottel. Gucken, vielleicht ist er nochmal da. Ich höre hier irgendwas pfeifen auf jeden Fall. Oh, warte mal. Aber die habe ich, glaube ich, schon, oder? Ja, das sind Zierflügler. War das vielleicht auch einfach nur ein Zierflügler, der da reingeflogen ist in die Pflanze? Kann natürlich sein. Oh, was ist das? Die sehen knuffig aus. Wo sind da vorne und hinten? Ach so. Ach, die kenne ich ja. So, jetzt habe ich mich wieder verlaufen. Ne, da muss ich hin. So. Okay, ich bin ja schon unterwegs. Guck mal, da ist ein kleines dabei. Wieso hauen die ab? Jetzt aber keine Randale bei uns hier machen, gell? Ja, definitiv geht da was vor sich. Was ist denn das für einer? Hä? Sag mal. Guck mal, der rechts hat ein Kleid an, das ist ein Mädel. Hallo. Ui, bist du ein hübsches Mädel. Okay. Ja, sehr, sehr furchterregend. Ich glaube, wir sollen ihnen folgen. Ernsthaft? Die sehen eher aus, als wollten sie uns essen. Seid gegrüßt. Entschuldigt, wir hatten wohl einen schlechten... Ey! Aber doch nicht rumschmeißen. Das ist doch ihr wertvolles archäologisches Zeug. Plopp. Gut, was immer Sie sagen. Ja, woher soll ich wissen, was die sagen? Ich verstehe ihre Sprache nicht. Aufspringen, reiten. Das sind Lynianer, okay, alles klar. Folgen wir ihm. Sicher nichts Böses. Hoffe ich. Ja, aber wieso folgen wir ihnen? Die sind noch im Lager. Was ist das da? Moment. Ich kann nicht bremsen mal wieder. Ah, ist schlecht. Sie sammeln Honig. Ey, da kann man... Das ist Honig? Zollt Respekt. Die können reden? Okay, machen wir. Ich zolle sowas von Respekt, das glaubst du gar nicht. Entschuldigung für vorhin. Aber das war eine waschechte spätandroduodezimische Tonplastik. Aha. Als klar war, dass sie Marianne Wem entführen redet? wollten. Ach, der sitzt da hinten drauf. Ach so, bei mir sitzt auch einer hinten drauf. Das sehe ich eben erst. Sorry, ich bin ein bisschen schwer für den Begriff heute.
überall. Wo denn? Ach, da. Ja, schon. Ah, ich habe schon mal Schöneres gesehen. Ja, schon. Naja. Oh, da ist noch irgendwas. Doll gefährlich. Was hängt da oben? Ja. Okay, alles klar. Seht mal da. Fungaga Fungi? Ach, die sammeln Pilze oder was? Sie sind auf Pilzsuche. Sag ich doch. Und hier? Sollten wir nicht helfen? Na, sie ist schon okay. Na, ist schon okay. Na, komm her. Dieses Bauwerk sieht uralt aus. Wie viele Jahre das wohl schon steht? Na, komm her. Das ist auch ein altes Bau. Oh, guck mal, so ein Vögelchen. Tanzen die mit den Vögeln? Echt aufgewärmt. Echt aufgeweckt. Ui. Wow, es ist wunderschön. Sieht interessant aus, ja. Oho, wir klettern. Ja, dann nimm doch, mach doch. Hoch, hoch, wir klettern. Ihr mitkommen. Ihr So. mitkommen. Okay. Dann mal rein. Kann ich mich zuerst mal bei dir ein bisschen hier umgucken? Nee, scheinbar nicht. Ja, gut. Wir mitkommen. Junge, wie sieht's denn hier aus? Ich kann ja nicht ein bisschen höhere Decken machen? Ich schaue mir ja dauernd die Banatzel an. Was bist du für einer? Drinnen, drinnen. Ja, was ist denn drinnen? Ey, Flitzefratz, tust du schlafen? Du, bring Honig. Ich hab einen Honig. So. Wie heißt der? Pfirsich? Pfirlich? Pfirsich, okay. Kniet nieder in Wehmut, denn dies ist unsere Stadt. Aha. Jedenfalls bald gehört uns Woodwoods. Es Woodwood? herrschen strengste Fortschriften. Was für eine ungewöhnliche Sprache. Und doch so erfrischend und zeitgemäß. Sei gegrüßt. Wir kommen in Frieden. Gebt ihr uns bitte unser kleines Haus zurück? Nein. Nein, ist beschlagnahmt als Tribute. Aber ich kann Handel fortschlagen. Eine große Gefahr verwurstet unseren Honighügel. Sein rosa Fell ist doll geschneidig, aber seine Gase sind von stinklicher Natur. Vertreibt den großen Unruhestifter und im Gegenziehen erhaltet ihr euer... Kongalala, schätze ich, oder? Rosa Fell? Etwa ein Kongalala? Tja, da haben wir ganz schön Arbeit vor uns. Ach, weiß nicht, ich mochte eigentlich die Affen. Also, Blagonga und Kongalala und so. Des Waldes Kongalala gesehen. Okay, Blagonga ist ein bisschen mühselig gewesen, Im ja. Westen haben wir davon ja mehr als genug. Und offenbar gibt es auch hier eine gesunde Population. Okay, los geht's. So, Suche nach dem Kongalala. Was machst du da, Mädel? Kochen. Erwischt! Was? Ich weiß nicht. Was ist jetzt los? Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Sorry, lasst mich doch mal durch. Ich bin Arzt. Ich kann hier auch wieder kein Zeugs fangen. Was ist denn das da? Kann ich da drauf hüpfen? Ja, kann ich. Gut. So. Kann ich da irgendwie runterhüpfen? Ja, ich weiß schon, dass ich will mich natürlich noch ein bisschen umgucken. Wenn wir schon mal hier sind. Da oben? Kann ich da oben rein vielleicht? Oder so? Nee.
Ja, pass auf. Pass auf, wir machen das so. Wir nehmen uns ein... Hallo? Okay, dann hüpfen wir halt so runter. Also, ich kann hier nicht runterhüpfen. Hey, Fanchi! Du siehst hübsch aus, du gefällst mir. Der ist auch voll Fanchi, ist der. Oh, guck mal, da kann man hochklettern. Kann man da hochklettern? Ja, kann man. Sehr gut. Kann man da irgendwo jetzt rüberhüpfen oder so? Kann ich da rüberhüpfen? Ja, nicht wirklich. Okay. So, also, jetzt bin ich da oben. Was kriege ich hier oben? Der Zapplerak? Du seid beeindruckt von meinem wunderbares Getänzel, ja? Aber sowas von. Und du, Freiwamp? Ja, voll beeindruckt. Freiwamp, was hast du mir zu erzählen hier? Ara, Shakasha. Okay. Das fällt mir wieder Kayamba ein, mit seinem Hintern gewackelt. Das, also, hier kann man rein, oder? Kann ich hier rein? Hallo? Ich kann mich noch nicht mal bücken hier. Schlecht. Kann ich hier noch irgendwie höher? Oder darüber? Oh, was ist das da? Wieso gibt's denn hier nichts zu entdecken, weißt du? So irgendwie dann noch ein bisschen höher und dann kriegst du irgendein Item oder so. Aber irgendwie will wohl nicht. Naja. So. Okay, wir sind zumindest schon mal woanders jetzt runtergekommen. Aber hier gibt es auch nichts zu entdecken. Das ist ja langweilig. Da kann ich nicht hoch. Ja komm, dann hüpfen wir halt runter, wenn ich nicht hoch kann. Hui. Wir haben die Woodwoods gelernt, unsere Sprache zu sprechen. Ihr Wortschatz ist sehr bunt. Wo bist du denn? Na, nicht du, Katzmi. Sie meinte sicher Tribut. Eine Gabe, damit wir hier sein dürfen. Ja, ich weiß schon, was sie gemeint haben. So doof bin ich dann doch nicht. So, also. Gesucht werden Kongalalas. Aber Knochen nehmen wir auch mit. Na komm. Und das sind noch ein paar Erze. Wie, nix gekriegt gerade? Huch, nein. Schleifen will ich. So. Upsala. Ich wollte eigentlich nicht runterhüpfen. Was für komische Pilze? Kann man die fangen? Nee. Das ist ein Nitropilz, das sehe ich von hier. Guck mal, da ist ein Wasserfall. Hinter einem Wasserfall ist meistens, ja, hier nicht. Aber meistens sind da Höhlen, wisst ihr. So, wir gehen jetzt einfach mal da hoch. Moment. Wir sind. Was? Da schnarcht etwas. Da schnarcht etwas. Schön leise. Ich bin immer schön leise. Da hochgehen? Psst, so laut. Kongalala. Solange er keine Pilze, der hat eine Pilzallergie. Pilzunverträglichkeit. Deshalb kriegt er dann Blähungen wie nix. Ja, jetzt seid doch mal ein bisschen ruhiger. Es ist schon klar, was wir machen müssen. Okay, die wollen den jetzt vertreiben. Das ist nicht so die beste Idee, glaube ich. Oder singt ihr dem jetzt ein Lied? Was sind denn das für Rute? Was ist denn das da? Was haben sie denn jetzt? Das ist vielleicht... Yeah. Okay. Also langsam würde ich mich aber beschweren, wenn ich der wäre. Yeah.
der jetzt noch nicht wach ist, wundert mich. Ach klar, das weckt ihn auf. Oh oh. Ja. Hui, 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 hui. So. Auf geht's, Kongalala-Jagd. Das rollt ja richtig von der Zunge. Na du? Kleiner Affe. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Au, 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 au. Ich will vor allen Dingen... Ui, der haut aber schon... Ist das ne? Der haut aber schon ein bisschen mehr rein. Oh oh. Man muss halt aufpassen, wenn er das Zeug isst, was er in der Hand hat, das ist ein Giftpilz. Wenn er den Giftpilz futtert... Au. Lass das. Kann ich ja gar nicht leiden. Wenn er den Giftpilz futtert und dann kann er Gift spucken. Ein bisschen auf meine Energie achten. Er hat natürlich gegessen und jetzt müssen wir gucken, dass wir... Also jetzt musst du vor da im wegbleiben. Okay. Junge. Der macht aber böse Aua hier. Da habe ich eigentlich so viel Zeugs dabei. Bleib mir dummer. Bleib stehen. Eigentlich. Okay. So, komm her, wir genehmigen uns mal einen normalen Trank. Ich laufe nicht gern rum, also ich laufe gern rum mit voller Energie, sag was mal so. So. Ich wundere jetzt, dass da keine kleinen Kongalalas sind. Es gibt ja nicht nur große, es gibt ja auch noch die kleinen da, weißt du? Ich bin verwundert, dass der immer so alleine ist. Der ruft doch als, oder nicht? Ah, das sind, guck mal, war doch klar, oder? Ah, nicht gut. Er ist gelähmt. Guck mal, wie geil der gelähmt ist. Wer ist denn da jetzt eigentlich hier gerade der Große? Der da, oder? Ja, schon. Sorry, war gerade ein bisschen undurchsichtig. Wer ist. Das ist schon wieder am Kurzen. So, Moment. Er holt sich jetzt wieder Pilze. Ich würde ihn gerne davon abhalten, indem ich... So. Mal ein bisschen betäubt. Ja, hau du nur um dich. Siehst du das doch nicht. Dann machen wir erstmal den Kleinen hier platt.
Ja, ja. Putzt du. Der ist relativ klein, sehe ich gerade. Oh, alle. Daneben. Komm her. So. Ich will eigentlich noch den rechten Arm. Der sieht mir noch so ganz aus, weißt du? Ganz, ganz, okay. So. Vorhin gesehen, als er gelähmt war, wie er da so saublöde in dem, die Füße hochgestreckt hat und den Kopf nach unten irgendwie da fest. Das sah lustig aus. So. Konga Kadaver. Bei den alten Spielen früher war es so, die Monster, die kleinen, die sind so schnell verschwunden, wenn sie halt tot waren. Du musstest die, also die, ich weiß nicht, vielleicht so 30 Sekunden oder so, wenn überhaupt. Und ganz schlimm waren Shinies. Uiuiuiui. Also wenn sie so was fallen haben lassen, was halt glänzt. So früher hießen die halt einfach Shinies, weil also die hießen nicht so, die wurden halt einfach von uns so genannt. So. Und also so Monsterteile oder irgendwie sowas. Und keine Ahnung, die lagen auch so 30 Sekunden, was wenig ist. Und wenn du halt gegen ein großes Monster oder so kämpfst, wenn du es nicht sofort aufgelesen hast oder einen Schwanz abgeschnitten, ey, es ist Wahnsinn gewesen. So, was gibt's? Ja, will ich. Ich habe eine neue Nachricht für ein Chatprotokoll. Wo ist mein Chatprotokoll? Neue Nachrichten. Ich habe keine Mitglieder. Ich habe keine Ahnung, was der von mir will. Ach, scheiße. Wähl mal Objekte, die ich austauschen möchte. Ich hab nix. Doch. Da, verkohltes Fleisch. Zack, weg damit. Jetzt muss ich gucken, dass ich den loskriege irgendwie. Er ist schon wieder am Rumfurzen hier. Junge. Eieiei. Nicht gut. Ich habe kein Deodorant. Oh, danke. Aua. Na, das war nix, sorry. Lass ab, hör auf, das macht dir nur Bauchweh. Siehst du, hab's doch gesagt. Hör doch auf mich. Ich mein's nur gut mit dir. Alter, jetzt kann er auch noch Feuer spucken oder was? Das wird ja immer schlimmer mit dem. Auerle. Oha. Guck mal her. Oh, danke, Katze. Ist ja langsam wieder aggro hier. Ja, ich stelle mich halt auch doof dran, muss man aber auch sagen. Ne? Da humpelt wer, ha? Achso, er will weghumpeln.
Vergiss es, Junge. Wird nicht weggehumpelt hier. So. Dankeschön. Bist du auskadaviert. So. Male Kongas sind jetzt ruhig, oder wie? Ja, dann. Wahrscheinlich konnten sie ihn auch nicht leiden. Ja. Ach, der ist noch gar nicht tot. Ich dachte, der wäre schon platt. So, jetzt hat er aber. Jetzt habe ich keine Zeit mehr zum Ausnehmen. Eieieiei. Ja, einer geht noch. Jawohl. So. Wunderschön. Wunderschönes Fell. Da ist er. Und freut sich. Reißzahn, okay. Kongalala Pelz. Leuchtender Pelz. Leuchtendes Haar vom Kopf eines Kongalala. Die hübsche Färbung zeigt die Position im Rudel an. Na dann. So. Komm, das muss doch... Oh, komm, das muss doch reichen für ein Level-Up hier. Zeig mir mal den Hintergrund her. Hallo? Ah, nicht so interessant. Erstatten wir den Woodwoods-Bericht. Woodwoods. Upp. Sorry, das ging schnell. Woodwood. Junge, sieht ja fertig aus. Ich hörte von eurem Heldentun und dem Vertrieb der Rosa Gefahr. So. Wie hast du unsere Sprache gelernt? Genau. Wieso wiederhole ich das immer? Also. Oh, wie scharfkantig von dir. Ganz recht, ich bin die Sprachgewandeltste von Waldwoodwoods. Wir beherrschen eure Sprache seit geräumiger Zeit, als wir noch dienten als Wässeraufbereiter. Aber die Zeiten vorbei. Heute nutzen wir eure Sprache, um mit dem Wüstenvolk Handel zu vertreiben. Ihr habt Kontakt mit den Leuten aus Kunafa? Ja, sie zollen Tribeute beim Betreten des Waldes und wir passieren sie. Großzügig, ja? Ja, sehr großzügig. Erzähl mal was über die Monster im Wald. Was weißt du über die anderen Monster im Wald? Ist vielleicht mal ein großes Weißes durchgekommen? Weißes Monster, weißes Monster. Doch nicht etwa das Ungetürm. Doch. Oft schleppt glänzige, nicht weiße Dinge rum. Taucht auf, wenn der Himmel ausfällt. Gespenst. Wenn der Himmel ausfällt? Nachts oder was? Wenn der Himmel ausfällt? Oder wenn es regnet. Himmel macht Platsch. Macht Platsch. Ach so, wenn es regnet. Also es stürmt oder so wahrscheinlich. So, können wir jetzt unser Lager zurückhaben? Jetzt unser Kabuff zurück. Unser Kabuff, ach schön. Selbstverständlich, Freunde. Heimat von Woodwoods, jetzt auch eure Heimat. Du kannst jetzt Feldlager errichten. Finde geeignete Lagerplätze, um sie aufzustellen. Ristramfliegen können in der Nähe von potenziellen Lagerplätzen gefunden werden. Wähle in der Objektleiste das Lagerset aus, um ein Feldlager aufzubauen. Nachdem du einen potenziellen Lagerplatz gefunden hast, kannst du dort ein Feldlager errichten. Melde dich dafür beim Logistiktresen oder dem Feldlager-Miauster im Basislager auf der Windebene. Okay. Ich freue mich auf viele einseitige Tauschhandel. Habt ihr Pelze zum Vertauschen? Weiß nicht, was hast du anzubieten? Mit Doshaguma-Pelz. Braunes Fell, große Reißzähne, Verhärtungen an der Stirn. Braune Pelze, da lässt nach. Pelz ist kratzig und brauner Pelz überall nicht brauchen. Aber rosa Pelze, die gefallen euch, gell? Jetzt in unserem Wald. Die und ihr Schiff. Oh, mit dem will man sich nicht verlegen. Ja, okay Wir dann. sollten langsam aufbrechen. Vertreibe immer gerne Handel. Ja, leider, ja, beim nächsten Mal handeln. Also agieren die Doshaguma in Rudeln und sie haben einen Anführer. In Gruppen fühlen sich Monster stärker. Und mit einem durchsetzungsfähigen Oberhaupt? Oberhaupt. Gehen wir dem nach. Ja,
kehren wir zum Lager zurück. Oh, gut. Du bist zurück. Wir kommen hier ganz gut zurecht, aber... Jetzt, da das Basislager steht, treten überall kleine Probleme zutage. Wutwutz? Frag doch mal rum, ob jemand Hilfe braucht. Dafür sind wir Jäger schließlich da, nicht? Nee, Jäger sind da, um Sachen zu jagen, nicht um... Wir sind ja keine Helfer. Du kannst jetzt zwischen Hauptmissionen Nebenmissionen annehmen. Hä, das habe ich doch schon die ganze Zeit gemacht. Unterhalte dich mit Leuten, um Anfragen nachzukommen. Potenzielle Auftraggeber findest du auch auf der Detailkarte. Informationen zu deinen angenommenen Nebenmissionen sind im Spielmenü unter Missionsinfo Es festgehalten. kann sicher nicht schaden, unsere Hilfe anzubieten, während wir der Sache mit dem Doshaguma nachgehen. So. Alles klar, was habe ich gekriegt? Moment, Details. Speichelpilz. Ein Pilz, der an einem geheimen Ort wächst, den nur die Wutwuts kennen. Lecker mit jedem Gericht. Lebenspulver, schön. Und... Oh, fester Knochen. So. Kapitel 1.3 abgeschlossen. Sehr schön. 20 Gildenpunkte. So. Dann müssen wir noch mit Alma sprechen. Das ist nicht Alma da oben. Das ist Gemma. Ja, ich habe eine Sekunde. Schon mal den Kopf darüber zerbrochen, welche Ausrüstung du herstellen sollst? Tja, damit ist jetzt Schluss. Ab sofort kannst du nämlich auf meine absolut unschlagbare Empfehlungen bauen. Also, womit kann ich dienen? Die Schmiede kann dir, basierend auf deinem aktuellen Fortschritt, praktische Ausrüstung empfehlen. Sieh unter empfohlener Ausrüstung nach, wenn du dich mal nicht entscheiden kannst. Ja, okay. Vorbereitung und Wissen sind unsere stärksten Waffen. Zeig mir mal deine Empfehlungen. Knochenlanze 2. Ja, hat halt viel Wumms, ne? Viel Angriff, aber halt quasi keine grüne Schärfe. Dafür hat es noch einen Angriffsbonus, sehe ich gerade. Oh, der Kongalala-Helm. Okay, Kongalala will sie. Sie will auf jeden Fall, dass wir auf Kongalala umschwenken. Nein, das machen wir nicht. Erstmal gucken, was Neues gibt, ne? Noch ein Kematris, Lalabarina. Expedition. Ah. So bunt war die bei mir aber nie. Oh, ich kann eine Erzlanze bauen. Aha. Und da draus kann dann wieder... Ja, wird natürlich gebaut. Kann's losgehen? Aber sowas von. Mal gleich gucken. Ja, das überspringen wir schön. Ach so, wir haben ja auch noch ein Amulett. Das sollten wir mal so langsam anlegen, ne? Nein. Nicht ausrüsten. Ich habe es einfach nur gebaut, weil ich es kann. So. Ja. So. Waffenbaum, Schmiedeliste. Verbesserung. Ah, ja. Ach so. Irgendwas, das dir gefällt? Wie kann man eigentlich seine Rüstungen aufwerten? Ich bin startklar. Weißt du? Ja, kann ich das jetzt bauen? Ich will sie aber auf Dingsbumsen. Weiß ich nicht. Egal, dann geht das vielleicht auch nicht bei Low-Rank-Sachen. Ich weiß es ja nicht. So, dann gucken wir mal das Kongalala-Set an. Okay. Ich gebe euch Brief und Siegel, dass der Helm... Diesen Helm wird meine Freundin bauen. Kann ich euch jetzt schon sagen. Definitiv. Der wird sowas... Der macht alles, was meine Freundin gut findet, hat dieser Helm. Es ist wirklich so. 100 Pro. Wart mal ab, wenn sie das erste Mal Kongalala sieht. So, zeig mal her. Ja, komm. Das ist schon, ja. Aber komm. Der Helm ist ja wohl... Der ist ja wohl genial. Der Rest der Rüstung gefällt mir hier besser, ne? Also die Frauenrüstung. Aber der Helm... Der Helm ist super. Komm mal kurz her. Ich meine, guckt euch das an. Was ein krasses Teil, ey. Den könnte ich sogar bauen. Was hat der? Mykologie. Ah, da kannst du Pilze essen und kriegst, glaube ich, Energie oder je nach Pilz verschiedene Sachen dazu. Wir gucken mal.
Erlaubt dir die Verdauung von Pilzen, die sonst ungenießbar wären, wodurch du deren Bonuseffekte erhältst. Also erlaubt dir die Verdauung von Blaupilzen und Giftpilzen, dann Nitro hoppala, und Lähmpilze und Mandragoras, Teufelspest und Reizpilz. So. Was hätten wir hier? Kräftigender Pelz. Erhöht auf einer Quest nach Ohnmacht, Angriffen, Verteidigung. Ja. Bin ich nicht so Fan. Ich bin auch kein Fan von ohnmächtig werden. Deshalb gucke ich ja auch immer, dass ich ordentlich Verteidigung habe, weil ist ja schön, dass du das Monster in 2 Minuten platt machen kannst. Wenn du aber dabei 3-mal stirbst, ist das doof. Und deshalb, ich bin Teamverteidigung. Sag mal, wie es ist. So. Ach genau, wir könnten mal noch Palico-Ausrüstung gucken. Das Lalabarina-Set, wie sieht das aus? Ui, guck mal, die Perücke. Oh, die Perücke wackelt schön. Ach, das ist es. Das gefällt mir. Bei Katzmi gefällt mir das, ja. Und Kongalala. Echt jetzt? Echt jetzt? Nee. Aber zeig noch mal die Waffe her. Ich habe gerade... nein. Nicht das Tambourin. So. Ich will es ja mit meinem vergleichen hier. Nah und fern. Und hat ein bisschen Lähmung. Ich finde ja, wie gesagt, ich baue die Ideen. Kann's losgehen? Ja, geht los. Klar. Oh, ich sollte auch mal gucken, wie das aussieht, wenn sie für mein Kätzelchen, wenn sie da eine Waffe baut. Ob das irgendwie anderes Dingens ist oder so. So, das lassen wir jetzt erstmal so. Für dich gemacht. Meine Freundin freut sich gerade, dass sie gerade einen Pikachu gefangen hat. In Monster Hunter Wild. Also irgendwas stimmt da nicht. So, oh, wer bist denn du? Tech. Ich bin hier für alles zuständig, was mit Feldlagern zu tun hat. Wenn ich mal nicht da bin, wende dich an den Logistikdresen. Ich kümmere mich dann um alles Weitere. Sprich mit dem Feldlager, Miauster. Alter, hat der Muckis? Um Feldlager zu errichten, zu reparieren oder zu entfernen und dein Zelt anzupassen. Um ein Lager anzupassen, kannst du auch mit dem dort stationierten Feldlagerlogistiker reden. Achte beim Aufstellen eines Feldlagers nicht nur darauf, wie praktisch es ist, sondern auch auf seine Gefahrenstufe. Im Lager in Gebieten mit geringer Sicherheit sind Monsterangriffe ausgeliefert. Ja, ihr wisst, was ich meine. Zerstörte Lager werden nach einer gewissen Zeit automatisch repariert. Wenn du Gildenpunkte ausgibst, kannst du sie sofort reparieren. Super. Was gelernt. Ja, dann gib mal her. Feldlager verwalten. Zutatenzentrale. So. Und jetzt nochmal. Kriegt man, also... mich verwirrt, dass da dieses Ausrufezeichen dran ist. Inhalt annehmen. Ja, das habe ich alles schon angenommen, weißt du? So. Steam Shop mache ich jetzt nicht auf. Was kann ich denn da verwalten? Lager steht. Gebiet 8 im Süden. Oh. Feldlager verwalten. Kaminwald. So. Da habe ich ja irgendwie... Der große Baum ist gefährlich. Und Gebiet 8 im Süden. Auch nicht so cool. Ja, aber Gebiet 7, Gebiet 8 ist doch Quatsch. Die sind ja komplett nah beieinander. So. Was ist denn Kongalala-Lähmung? Ja, nee, ich will jetzt erstmal mit den anderen Leuten hier reden. Zum Beispiel mit der Fischerin da drüben. Hallöchen. Hast mal wieder was gefangen? Vorhin hast du was gefangen, habe ich gesehen. Angel. Ein eigener Mikrokosmos. Wirf die Leine aus und verwickle dich in ein Gespräch mit der Natur. Habe ich was verpasst? Ja, habe ich mich auch gerade gefragt. Oder in einem verbotenen Land. Sehe ich ein Gewässer, weiß ich, was zu tun ist. Angel auswerfen? Exakt. Du hast Köpfchen. Oh, und wie ich sehe, auch eine Angelroute. Ja. Erklärst du mir das Angeln? Das wäre super. Wobei man Leute nicht zum Angeln zwingen kann. Es geht um Sehnsucht.
Leidenschaft. Was labert die? Aber probier's bei Gelegenheit. Ja, habe ich ausprobiert. Bin ich nicht gut. Ich angel mit Netzen. Ich bin eher so der Netzangler. Durch Angeln erhältst du Materialien und Gildenpunkte. Siehst du fischförmige Schatten im Wasser, rüste über die Objektleiste die Angelrute aus und versuch den Fisch zu fangen. Ja. Nebenmission, Angeln ist Leben. Okay. Zeig ich mal her. Angeln ist Leben. Eine Angelanfrage von Kanja. Sie sagt stets, ohne Angeln kein Leben. Nun, Angeln ist tatsächlich ein Teil des Lebensstils eines Jägers. Wenn du Lust hast, wirf eine Angel aus und melde dich bei Kanja, wenn du einen ersten Fang gemacht hast. Ja, aber habe ich schon. Also, gilt das schon? Angeln fängt damit an, den richtigen Ort zu finden. Wenn du da bist, wirfst du den Köder aus. Lockst du die Fische damit an, beißen sie. Wenn du das Kribbeln spürst, zieh sie ran. Das ist einfacher getan als gesagt. Probier's doch mal aus. Kann ich hier angeln? Also, ausrüsten. Aha. Rüste deine Angelrute aus und visiere dein Ziel mit linker Trigger und rechter Stick an. Dann drücke rechter Button, um die Angel auszuwerfen. Fische reagieren auf unterschiedliche Köderbewegungen. Manche Bewegungen locken Fische mehr als andere. Bewege den Köder mit linker Stick, um Fische zum Anbeißen zu verleiten. Verschiedene Bewegungen ziehen Fische an. Verschiedene. Sobald ein Fisch angebissen hat, drücke rechter Button, um ihn an den Haken zu nehmen und einzuholen. Wenn du alles richtig machst, gehört der Fisch dir. Ja, dann guck mal halt mal, ne? Schnelles Einholen, linker Stick nach oben und unten bewegen. Ja, aber ich wollte nicht einholen. Ich wollte erstmal werfen. Hey, sag mal! Muss ich gedrückt halten oder was? Was soll denn das? Okay, Moment. Zuallererst mal muss ich diese blöde Option ausmachen, dass ich jetzt jedes Mal, wenn ich denselben Fehler mache, dieselbe Meldung kriege. Das ist doch doof. Tutorial-Menge, alles ans Tutorials wiederholen. Nein. Ist schon in Ordnung. Ich bin doof, das weiß ich. Holzfischen? Okay. Ich kann hier. Jetzt zieht das sofort raus. Ich mach da gar nichts. Warum? Mädel. Warum ziehst denn du sofort raus? Ah, jetzt. Ah, hier geht's. Okay. Ja, ich mach. Das war Test. Also da drüben darf ich wohl nicht, weil da schon jemand ist oder so. Guck mal, der da ist interessiert, oder? Nee, da nicht. Also ich kann ja eigentlich nur rechts, links, oder? Ah, das war zu früh. Okay, so langsam habe ich es raus. Wir kriegen heute schon noch einen geangelt. Braucht da keine Angst haben. Guck, hier schwackelt ein bisschen. Ach, Mann, oh. Ne, der Nippel da dran. Jetzt hör doch auf. Wieso kriege ich denn... Mann, wo ist er denn hin? Komm her. Jetzt hab ich ihn. Du hast eine Auszeichnung erhalten. Haha. Was ist das für einer? Ein Grünfisch. Größe, irgendwas. Ja, ich wollte aber eigentlich den da hinten haben. Eigentlich da. Na komm. Okay. Es ist auch, man muss auch nicht mehr gegenlenken und so. In World war das ja noch ein richtiges Angelspiel und so. So, haben wir erledigt. Frau Kanja. Willkommen zurück. Dir scheint das Angeln zu gefallen. Ich weiß es. Ich sehe es an deinem Blick. Danke. Angeln ist ein Gespräch mit der Natur. Ja, ja. Mit deinem Innern. Mhm. Es geht um mehr als nur das Abendessen. Ja. Nicht zuletzt führt es uns Flossengenossinnen zusammen. Komm, unterhalten wir uns bis tief in die Nacht übers Angeln. Vielleicht nächstes Mal? Ja, vielleicht nächstes Mal. Beim Wort. Verlass dich drauf. Okay. Fische bieten zahlreiche Vorteile bei der Jagd. Man kann also nie genug davon haben. Ja, wenn du das sagst, dann wird das... Was krabbelt denn da hinten rum? Ich will das da hinten fangen.
Aber ich kann ja nicht. So, kriege ich jetzt auch Punkte und so? Zeig mal her. Ja, ich nehme alles. So. Ach komm. Erste Annäherungsversuche. Namensplaketten kannst du dir in deinem Jägerprofil ansehen. Ich habe eine neue Namensplakette erhalten. Ja, schön, ich kann sie nur nicht verwenden. Also, irgendwie. Oder? Monsterlexikon? Nee, da will ich nicht hin. Da, guck. Jägerprofil. Ich... Weiter. Bearbeiten. Widgets bearbeiten. Ich würde dieses Jägerprofil hier gerne... Das ist meine Namensplakette da oben, ne? Ah, warte mal. Oh, ich kann hier irgendwas machen. Ja, aber ich kann hier nichts machen. Ja, ich kann meine ID umschalten. Schön, aber wie kann ich das denn ändern? Ich kann hier... Geht nicht. Tastatur geht auch nicht. Also ich kann hier irgendwie sau viele Sachen wohl ändern, aber es geht halt nicht. Interessant. Ja, das ist doch was. Ah, ganz hinten. Nee, eigentlich ganz vorne. Was ist denn das? So, Namensplakette bearbeiten. Das machen wir jetzt hier. Hellblau, Flieder, Goldgelb, Limettengrün. Das ist schon mal schön. Das ist schon mal vorgemerkt. Oh, klassisches Aussehen ist hübsch. Ja. Gibt's 2 Seiten? Nee, ich nehm das da. Das ist hübsch. Optionsfenster bewegen. Ach so. Nee, ist schon in Ordnung. So, bestätigen. Ah, okay. Hauptseiten-Widgets bearbeiten. Pose ändern. Aha. Würdevoll, Hand in Hand. Oh. Kämpfe. Vorwärts. Oh, das sieht gut aus. Und Flieg. Ja, naja. Beeilung. Ja, es heißt natürlich Beeilung. Auf einer Wellenlänge. Mampf. Tut das gut. Okay. Ich mochte das da. Das ist schön. Ausdruck ändern. So, wie viele Ausdrücke haben wir denn da? Okay, irgendwo da oben war was Okayes. Da, mit Schnute auf, ist immer gut. Kamera ändern. Uiuiui, invertiert auch noch. Ja, das passt so. Achso, man kann auch noch zoomen. Okay, zurück. So, Hintergrund ändern. Der Aufbruch. Avis-Einheit. Marsch der Zachakabra. Wir unterstützen dich. Naja. Komm, mal die Avis-Einheit. Die Ausrüstung registrieren. Ja, nee, ist schon in Ordnung, so wie es ist. So. Guck mal, das ist doch super, oder? Hauptseiten, Widgets. Was kann man denn da alles hinmachen? Jägerrang, gespielte Zeit, erhaltene Auszeichnungen. Auszeichnungen? Ja, wie erhaltene Auszeichnungen? Ach so, wie viel? Ach so. Nein. Ich will... Nein. Ja, so, also, Kommentare, Hintergrundmusik. Oh, das mag ich. Fotos, Ausrüstungssets, Aussehenssets. Jagdprotokoll. Ach, das ist doch mal hübsch. Das ist in Ordnung. Lass das da. Wieso geht das da jetzt nicht rein? Jagdprotokoll. Ach so. Ja, nee, das ist ja doof. Ich dachte so insgesamt. Ausrüstungsaussehenssets. Hintergrundmusik.
Ja. Wechseln. Beauty of Nature, Windward Plains, Roaring Sandstorm, Scarlet Forest. Ich hoffe, dass es wieder einen Download gibt. Es gab für Rise, konntest du dann in deiner Stadt, also es war Sunbreak, glaube ich, nicht Rise, konntest du die Dorfmusik von Tree machen. Ah, war das schön. So. Ja, komm, lass weg. Gucken, was man noch machen kann. Fotos, Ausrüstungssets. Ausrüstungsaussehenssets, was auch immer das ist. Kommentare. Keine Ahnung, hier steht nix. Das ist richtig, hier steht nix. Gut. So, was haben wir denn hier? Wechseln. Gibt es denn verschiedene? Titel? Anfänger. Habe ich da verschiedene? Anfängerin. Neuling, Rekrut, Anfänger, Rekrutin. Kämpfer, Kämpferin. Scharfschützen. Lanze. Ach, guck mal, es gibt Lanze. Im kompletten Rise und Sunbreak gab es Lanze nicht. Also das Wort Lanze in den Titeln gab es nicht. So. Ich sehe schon, es gibt Keule. Das ist schon mal gut. Keule oder Knüppel könnte ich gebrauchen. Horn ist natürlich in Ordnung. Glefe, Stab, Assist, Sir, mit dem Ritter, aufgeregt. Ich liebe. Frau, Mann, Ritterin. Ja. Ist schon wenig Auswahl. Okay, das ist in Ordnung. Pass auf. Lanze. Lanze. Na. Tänzerin sucht, mag, Verbündete. Ach, war's das schon? Ach, schade. Ich dachte, es gibt ein Im. Dann könnte man Lanze im Neuling. Das wäre witzig, oder nicht? Warum? Sein ihr Bundestanz, Bunde bis dein... Ja. Sama San Sensei im Auftrag von Lanze versus Neuling. Komm her. Ich hatte früher mal Honig am Knüppel. Moment. Nein. Den Text Honig am Knüppel. Ich hatte früher mal Honig am Knüppel. Genau. Und dann hatte ich, glaube ich, also in Rise hatte ich irgendwie, weil es ja Lanze nicht gab, zum Beispiel, da hatte ich irgendwie sowas wie Verteidigung ist König oder sowas. Oder Verteidigung ist Überleben. Irgendwie sowas. War eigentlich recht cool. Ja, komm. Komm, das lässt mir jetzt keine Ruhe. Geht nicht anders. Nee, Liebe muss da oben hin. Wo ist denn die Liebe hin? Wo ist denn die Liebe hin? Da ist die Liebe. Gibt es sowas wie meine? Minus, Kreis, Arbeiter, Liebe. Das ist auch nicht schlecht. Liebe gegenüber von Lanze.
Oh, pass auf. Liebe bedeutet Lanze. Jawohl, da haben wir es doch. Liebe bedeutet Lanze. Ach, das ist schön. Das gefällt mir. So, Liebe bedeutet Lanze. Und das muss da oben, warte mal, das muss... Ich mach's mal dahin, aber das da muss jetzt verschoben werden. Und hier steht nichts. So. Und das da kann man ja auch verschieben, ja? Und jetzt machen wir einfach unten rechts rein. Hier steht nichts. Das ist irgendwie vollkommen sinnlos. So, ja, will ich. Guck mal hier. Was haben wir sonst noch? Pose, Ausdruck, ja, haben wir alles. So, zeig mir bitte nochmal her. 5 neue Nachrichten. Was habe ich denn für Nachrichten? Ja, und? Was? Verstehe ich nicht, aber ist auch egal. So, wir machen jetzt hier noch... Der hat schon wieder ein Ausrufezeichen, der macht mich irre. Oder hat er immer Ausrufezeichen, so wie der eine immer einen Hammer hat. Kann natürlich sein, wieso liegt denn da eine Katze? Und die schläft. Oh, die ist müde. Nee, mit Alma muss ich ja reden. Ich gehe mal noch bei anderen Leuten. Hältst du von ein paar Ausrüstungsempfehlungen? Ja, nee, ist schon in Ordnung. Da, guck, bei dem, da war ich noch nicht. Der hat auch ein Dingens am Kopf. Nein. Aber kannst mich gerne eindecken. Hast du irgendwie eine Quest für mich? Hast du neue Waren bekommen? Ja. Ich freue mich, dir eine Reihe neuer Objekte für deine Jagden anbieten zu können. Es tut mir leid, dass es lange gedauert hat. Also, zeig mal her. Kaufen, was hat er denn Feines? Also, was brauchst du? Ich bräuchte... Ja, keine Munition. Ich suche eigentlich sowas wie, Trankbombs. Wie heißt das? Weiß ich schon. Gut. Gut, dass wir drüber geredet haben. Ist hier nicht zu viel da draußen, ja? Nee, ist schon in Ordnung. Also, pass auf, dann bauen wir uns einfach welche. Alma, mach mal bitte Platz. Sorry, ich will dich nicht umrennen. So. Also zuallererst mal müssen wir unsere Objekte leer machen. Ja, aha. Ja, normalerweise habe ich immer dabei 10 Tränke, 10 Megatränke, 10 Honig, Ration, Kräutermedizin, ja. Aber, ja, komm. So. Muss man jetzt nicht übertreiben hier. Da. Beruhigungsbomben. Und zwar hätte ich gerne... Hier. So. Das ist schon mal gut, ne? Und eine Fallgrube. Eine Fallgrube. Ich kann auch eh nur eine mitnehmen. So, reicht mir auch. So. Das ist doch gut. Herstellungsliste. Zeig mal her. Kann man hier schon was bauen? Mandragora und Honig macht Beschleuniger. So. Der kann hergestellt werden. Ja, aber wie? Ja, aber wieso kriege ich denn nicht... Ach so. So, das ist doch schon mal schön. Mal gucken. Hier gibt es nichts Neues. Panzerhaut. Ja. Mach mal im High Rank. Was haben wir denn noch Feines? Rauchbombe und eine Giftrauchbombe, aber noch kein... Ah, Beruhigungsbombe. Schlafkraut und Lähmpilz. Ich habe nur 2 Schlafkraut. Das ist voll wenig, ne? So, also Netze müssten wir noch ein paar herstellen. Komm, wir machen einfach mal ein Fleisch, so. Einfach von allem eins machen. Das ist immer gut. So, einmal Beruhigungsmunition, einmal Beruhigungsklinge. Moment. Eine Beruhigungsbombe und ein Wurfmesser ist eine Beruhigungsklinge? Ah. Okay. Ah, ich bin sowieso viel zu weit. So. Also, wir müssen von allem eins in der Kiste haben. Einen Reiniger brauchen wir. Tränke brauchen wir nicht.
Kaltgetränk haben wir noch nichts zum Herstellen. So, Kräuterpulver. Haben wir genug. Fehlen noch Sachen. Naja, immerhin. Einfach mal. Teleporter. Braucht man sowas heutzutage noch? Kannst du doch hinbiegen. Hey, mach doch mal langsam, Mein Ketzel hier läuft gerade Amok. So. Schießpulver haben wir eigentlich genug. Kleine Fassbombe und kleines Fass könnte ich gebrauchen. Stimmt. So. Warte mal, Rauchbombe kann man gebrauchen. Ach Mann. Sorry. Giftrauchbombe haben wir, keine Rauchnuss mehr. Eine Lokkapsel. Seht ihr jetzt, warum ich sage, hier sammelt alles auf, was er kriegt? So. Geht nicht. So. Okay. Guti. Guti, was ist denn das da für ein Kopf? Aussehen verändern. Nee, das ist schon okay. So. Es scheint, als wäre hier nichts mehr für mich zu tun, ja? So, ihr Leute. Dann sage ich euch was. Dann soll es das für jetzt gewesen sein. Ich spiele nachher weiter. Aber nachher ist nachher, jetzt ist jetzt. Ich habe nämlich wieder Hunger. Und das Problem ist, ich habe nichts hier zum Essen. Außer meine Freundin, die könnte ich vernaschen. Aber das ist nur ein kleiner Snack. Nee, keine Ahnung. Ich werde mir irgendwie ganz billig irgendwie eine Pizza kaufen oder so. Ich habe noch nicht mal eine Pizza da. Ich habe eigentlich gar nichts da. Das ist schlecht. Es ist wieder Monster Hunter Zeit. Als das allererste Monster Hunter, also was ich gespielt habe, war ja Tri. Als das rauskam, habe ich 5 Kilo abgenommen. Das war eine gute Zeit. Das hätte ich auch mal gerne wieder. Warum habe ich 5 Kilo abgenommen? Ja, weil ich nichts gegessen habe. Ich war den ganzen Tag am Zocken. Den ganzen Sommer. Es war eine Bullenhitze in dem Sommer. Es war 2010 oder so. Keine Ahnung, ob eine Bullenhitze war. Ich habe alles drin verbracht. Ich habe nur gezockt. Und ich bereue nichts. Noch nicht eine Minute bereue ich. War super. Meine Freundin hat übrigens mitgezockt, wollte ich nur erwähnt haben. Also nicht so, da sitzt er wieder, stinkt vor sich hin. Ja, aber die Freundin hat neben mir gesessen und hat mitgestunken, weil sie nämlich auch Monster Hunter gezockt hat. Seitdem, immer wenn Monster Hunter rauskommt, brauchen wir 2 Konsolen. Also kaufen wir eine zweite Konsole. Deshalb hatten wir 2 Wii. Wir hatten dann 2 3DS. Das ist ein schweres Wort. Wir hatten 2 Wii U's. Ja, wir hatten eine Wii U und ich fand sie gut. Wir hatten 2 PlayStation 4. Und PlayStation 5 haben wir keine 2, weil wir jetzt einfach aufgerüstet haben, dass wir Zock-PCs haben. Wir haben 2 Zock-PCs und noch mehrere andere. Okay, so, was laber ich hier? Keine Ahnung. Danke fürs Zugucken. Und ich brauche eine Tastatur. So. Dann sage ich mal, ihr Leid, vielen Dank fürs Zugucken jetzt. Wir machen gleich weiter. Keine Ahnung, heute Abend. Ich muss essen und so. Es wird 10 oder 11 oder so. Keine Ahnung. Oder schreibt mir wer. Okay. Danke und tschüss. Pass auf, jetzt tue ich wieder ausfaden. Und jeder denkt jetzt, dass die Stimme auch leise wird. Nö, ich kann ganz normal laut weiterreden. Tschüss, ihr Leute.